Alle feierten den Fall des Millionärs, dem vorgeworfen wurde, Dutzende von Familien ruiniert zu haben. Doch als Lucia Rona, eine Hausangestellte, ihre Anstellung riskierte, um ihn zu verteidigen, ahnte niemand, dass sie dabei war, eine Wahrheit aufzudecken, die alles zerstören konnte. Lucia Ronas Hände zitterten so stark, dass sie den Manila-Umschlag, den man ihr soeben überreicht hatte, kaum halten konnte. Sie stand vor den verschlossenen Toren der Villa Maya, dem einzigen Haus, das sie über so viele Jahre als zweites Zuhause gekannt hatte. Und nun waren diese Tore mit gelbem Absperrband versiegelt, auf dem in schwarzen Buchstaben stand: Eigentum beschlagnahmt, richterliche Anordnung. Der Regen prasselte mit einer Wut nieder, die das Chaos, das ihr Leben in den letzten Wochen bestimmt hatte, perfekt wiederzuspiegeln schien. Jeder Tropfen traf ihr Gesicht und vermischte sich mit Tränen, die sie nicht länger zurückhalten konnte. In diesem Umschlag befand sich die offizielle Vorladung. In diesem Umschlag befand sich der Befehl, der sie zwang, gegen den Mann auszusagen, der mehr als nur ein Arbeitgeber gewesen war. Frau Rona, sagte die Stimme des Gerichtsvollziehers, der die Dokumente überbracht hatte, durch den Klang des Sturms. Sie haben 5 Tage Zeit, um zu erscheinen. Wenn Sie nicht kommen, werden Sie wegen Missachtung des Gerichts verhaftet. Verstehen Sie? Lucia nickte, unfähig zu sprechen. Ihre Kehle war von einer so intensiven Emotion zugeschnürt, dass es körperlich schmerzte. Der Gerichtsvollzieher ging weg und ließ sie allein am strömenden Regen zurück, den Umschlag haltend, als wäre er ein Todesurteil. »Mein Gott, was soll ich tun?« flüsterte sie zum grauen Himmel, ihre Stimme brach. »Wie soll ich das machen?« Doch die Antwort lebte bereits in ihrem Herzen, in dem Teil von ihr, der Geheimnisse bewahrte, die niemand sonst kannte. Wahrheiten, die auf die verheerendste Weise ans Licht kommen sollten. Tage zuvor war alles wie eine Bombe explodiert, die niemand kommen sah. Lucia putzte die Bibliothek der Villa, als sie den ersten Schrei hörte. Es war nicht ungewöhnlich, dass Herr Meier Besuch empfing, aber dieser Schrei ließ ihr die Haare zu Berge stehen. Es war die Stimme einer Frau, erfüllt von einer Wut, die die Wände vibrieren ließ. »Du bist ein Dieb, ein Lügner, der sich hinter teuren Anzügen und einer gestohlenen Villa versteckt.« Lucia ließ den Staubwedel fallen, den sie hielt. Sie kannte diese Stimme. Marcela Durisch, die Nichte von Herrn Meier, war schon einige Male hier gewesen, immer mit dieser Arroganz, die von jemandem kam, der nie wahre Not gekannt hatte. Aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal war sie mit Blut in den Augen gekommen. »Marcela, bitte, du musst dich beruhigen und es mir erklären.« »Erklären.« Marcelas Lachen klang wie zerbrochenes Glas. »Willst du, dass ich dir erkläre, wie du das Leben von Hunderten von Familien zerstört hast? Wie du ältere Menschen überzeugt hast, ihre Renten in dein betrügerisches Schema zu investieren?« Lucia schlich vorsichtig zur angelehnten Studiotür. Von dort aus konnte sie Herrn Meier sehen, den Mann, der seine Jahre immer mit Würde getragen hatte, nun aber aussah, als wäre er in Sekundenschnelle um ein Jahrzehnt gealtert. Sein Gesicht hatte jede Farbe verloren. »Ich weiß nicht, wovon du redest. Meine Investitionen sind legitim. Alle Dokumente, gefälschte Dokumente, erfundene Verträge.« Marcela warf einen Stapel Papiere so heftig auf den Schreibtisch, dass einige zu Boden fielen. »Hier ist alles. Die Banküberweisungen auf Phantomkonten, die nie existierten. Weißt du, wie viele Menschen alles verloren haben, weil sie dir vertraut haben? Das muss ein Fehler sein. Ich habe niemals...« »Hör auf zu lügen!« Marcelas Schrei hallte durch die ganze Villa. »Ich habe die Beweise. Ich habe Zeugen. Ich habe ganze Familien, die bereit sind, auszusagen, wie du ihnen garantierte Renditen versprochen hast, wie du deinen Ruf benutzt hast, um ihnen bis auf den letzten Rappen alles zu stehlen.« Lucia sah, wie Herr Meier in seinen Stuhl sank, sein Gesicht jetzt nicht nur blass, sondern von einem Ausdruck des absoluten Schreckens gezeichnet. »Marcela, ich schwöre dir bei der Erinnerung an deine Tante, bei allem Heiligen, dass ich nichts davon getan habe. Wag es nicht, meine Tante zu erwähnen. Sie würde sich schämen zu sehen, was aus dir geworden ist.« Marcela drehte sich um zu gehen, doch bevor sie hinausging, warf sie ihre letzten Worte wie vergiftete Dolche. »In 3 Tagen wird das in allen Nachrichten sein. Bis zum Wochenende wird dein Name ein Synonym für Betrüger sein. Ich hoffe, du hast dein Luxusleben genossen, denn es ist vorbei.« Die zugeschlagene Tür ließ die Bilder an den Wänden zittern. Lucia betrat das Arbeitszimmer und fand Herrn Meier genauso vor, wie Marcela ihn verlassen hatte, zusammengebrochen in seinem Stuhl, die verstreuten Dokumente anstarrend, als wären sie giftige Schlangen. »Herr Meier«, kam ihre Stimme kaum als Flüstern heraus. Er hob den Blick, und was Lucia in diesen Augen sah, brach ihr das Herz. Es war keine Schuld, es war absolute Verwirrung, gemischt mit purer Angst. Es war der Blick eines Mannes, der gerade entdeckt hatte, dass sein ganzes Leben durch Verbrechen zerstört wurde, an die er sich nicht erinnern konnte. »Lucia«, sagte er mit gebrochener Stimme, »glaubst du,
Ich könnte so etwas tun, dass ich unschuldige Familien bestehlen würde. Lucia ging hinüber und hob die Papiere vom Boden auf. Ihre Augen überflogen die Dokumente. Sie sah Unterschriften, die denen von Herrn Meyer ähnelten, aber etwas in ihr sagte ihr, dass sie nicht richtig waren. Sie sah Überweisungen auf Konten, von denen sie in all ihren Arbeitsjahren nie gehört hatte. »Ich kenne Ihr Herz«, antwortete sie schließlich. »Und das sind nicht Sie, aber die Dokumente, die Unterschriften, alles scheint.« Ihre Stimme brach völlig zusammen. »Lucia, was soll ich tun? Wie soll ich beweisen, dass ich etwas nicht getan habe, das scheinbar bis ins kleinste Detail dokumentiert ist?« Bevor Lucia antworten konnte, begann das Telefon am Arbeitszimmer zu klingeln und hörte in den nächsten Stunden nicht auf. Journalisten, Anwälte, anonyme Anrufe von Menschen, die Drohungen ausstießen. Die Außenwelt hatte die Nachricht erhalten und der Sturm, den Marcella versprochen hatte, hatte mit erschreckender Geschwindigkeit begonnen. Am nächsten Morgen war die Villa Meyer von Nachrichtenwagen umgeben. Reporter brüllten Fragen, wann immer sich jemand den Toren näherte. Die Schlagzeilen in den Zeitungen waren brutal. Multimillionär wegen Rentenbetrugs angeklagt. Hunderte Familien durch Meyer-Betrug ruiniert. Meyer, der Wolf de Ulm am Schafspelz, endlich entlarvt. Lucia sah, wie Herr Meyer Tag für Tag dahinsiechte. Er hörte auf zu essen. Er schlief kaum. Er verbrachte Stunden in seinem Arbeitszimmer, überprüfte Dokumente, suchte nach einer Erklärung, die nicht kam. Sie müssen etwas essen, drängte Lucia jeden Morgen und brachte ihm Tablets, die jeden Abend unberührt zurückkamen. »Wie soll ich essen, wenn es Familien gibt, die angeblich meinetwegen alles verloren haben?« antwortete er, seine Stimme jeden Tag schwächer. »Wie soll ich leben, wissend, dass ältere Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, jetzt nichts mehr haben, weil sie mir vertraut haben? Weil sie das nicht getan haben«, beharrte Lucia mit einer Überzeugung, die tiefer ging als einfache Angestelltenloyalität. »Und woher wissen Sie das?« »Nicht einmal, ich bin mir noch sicher.« Dann kam der Tag der Verhaftung. Lucia würde das Bild nie vergessen, Herrn Meyer von Polizisten aus seinem eigenen Haus geführt zu sehen, seine Hände vor sich gefesselt, als wäre er ein gefährlicher Krimineller. Die Kameras filmten jede Sekunde. Die Blitzlichter der Fotografen waren wie ständige Blitze. Die Schreie der Reporter vermischten sich mit den Beleidigungen von Menschen, die sich draußen versammelt hatten. »Dieb, gib unser Geld zurück, soll er ihr am Gefängnis verrotten.« Sebastian Meyer ging erhobenen Hauptes zum Polizeifahrzeug, aber Lucia, die von einem Fenster am ersten Stock aus zusah, sah die Wahrheit. Sie sah, wie seine Beine zitterten. Sie sah, wie er den Kiefer zusammenbiss, um zu verhindern, dass seine Stimme brach. Sie sah, wie seine Augen die Villa ein letztes Mal suchten, als würde er sich von dem einzigen Leben verabschieden, das er gekannt hatte. Und dann geschah etwas, das niemand erwartet hatte. In dem Moment, als die Beamten ihn in das Fahrzeug bringen wollten, durchbrach eine alte Frau die Zuschauermenge. Lucia erkannte sie aus den Nachrichten. Es war Frau Huber, eines der angeblichen Opfer, eine Frau, die die gesamte Rente ihres verstorbenen Mannes verloren hatte. »Sehen Sie mir in die Augen«, rief sie Sebastian zu, ihre Stimme brach. »Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, warum Sie das getan haben. Diese Rente war alles, was mir von meinem Eduard blieb, alles, was ich zum Überleben hatte.« Sebastian blieb stehen. Die Beamten versuchten ihn zu bewegen, aber er widersetzte sich sanft und drehte sich um die alte Frau direkt anzusehen. »Frau«, sagte er mit klarer Stimme trotz der Umstände, »ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich weiß nicht, wer das getan hat, aber ich schwöre Ihnen bei allem Heiligen, dass ich die Wahrheit finden werde und dass ich dafür sorgen werde, dass Sie jeden Rappen zurückbekommen, den Sie verloren haben, selbst wenn ich dafür jeden Ziegelstein dieser Villa verkaufen muss.« Die Aufrichtigkeit in seiner Stimme war so spürbar, dass sogar einige Reporter aufhörten zu schreien. Frau Huber sah ihn fest an, suchte nach Lügen in seinen Augen, suchte nach der Grausamkeit, die die Zeitungen beschrieben hatten. Aber etwas in dem, was sie sah, ließ sie zweifeln, wenn auch nur für eine Sekunde. Lucia sah diesen Moment vom Fenster aus und traf eine Entscheidung, die alles ändern würde. Als die Vorladung Tage später kam, als man ihr befahl auszusagen, wusste Lucia genau, was sie tun würde. Sie würde die Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit, auch wenn das bedeutete, Geheimnisse zu lüften, die sie jahrelang gehütet hatte. Auch wenn das bedeutete, alles zu riskieren, was sie hatte. Denn sie wusste etwas, das niemand sonst wusste. Sie hatte etwas gesehen, das niemand sonst gesehen hatte. Und diese Wahrheit war nicht nur in der Lage, Sebastian Meyer zu retten, sondern auch eine Verschwörung aufzudecken, die viel tiefer und dunkler war, als jemand sich vorstellen konnte. Nun, am Regen stehend mit dieser Vorladung in der Hand, hob Lucia den Blick zu den versiegelten Fenstern der Villa und flüsterte dem Wind ein Versprechen zu. »Ich werde das tun, Herr Meyer. Ich werde die Wahrheit sagen, egal was es mich kostet. Denn einige Wahrheiten sind so mächtig, dass sie Schicksale verändern. Und diese Wahrheit war dabei,
die Grundfesten all dessen zu erschüttern, was jeder zu wissen glaubte. Die Tränen liefen Lucia unaufhörlich über das Gesicht, während sie durch den kalten Flur des Untersuchungsgefängnisses Nord ging. Jeder Schritt hallte an den Betonwänden wider. Jedes Echo erinnerte sie daran, dass der Mann, den sie besuchen würde, nicht an diesem Ort sein sollte. Die anderen Frauen, die am Wartezimmer, sahen sie mit dieser Mischung aus Mitleid und Erkenntnis an, die nur diejenigen teilen, die den Schmerz kennen, jemanden zu lieben, den die Welt verurteilt hat. Als sich die Stahltür öffnete, hatte Lucia das Gefühl, ihr Herz würde ihr aus der Brust gerissen. Sebastian Meyer kam schlurfend herein, wie ein gefährlicher Krimineller angekettet. Seine orangefarbene Uniform hing an einem Körper, der so viel Gewicht verloren hatte, dass er wie ein Geist dessen aussah, was er einmal gewesen war. Doch was Lucia am meisten zerbrach, waren seine Augen. Diese Augen, die immer mit Würde und Stärke geleuchtet hatten, waren jetzt erloschen, tot, als wäre die Hoffnung vollständig verdampft. Er setzte sich ihr gegenüber, ohne ein Wort zu sagen. Es dauerte mehrere Sekunden, bis er überhaupt aufblicken konnte. »Du hättest nicht kommen sollen«, sagte er schließlich, seine Stimme kaum ein gebrochenes Flüstern. »Das macht alles nur noch schwieriger.« »Schwieriger für wen?« Lucia streckte ihre Hand über den Tisch, hielt aber kurz vor der Berührung inne, weil die Regeln es verboten. »Für Sie, der hier wegen etwas eingesperrt ist, das er nicht getan hat. Oder für mich, die mit dem Wissen leben muss, dass ich nichts getan habe, um Ihnen zu helfen? Du kannst nichts tun. Die Dokumente sind echt, die Unterschriften sind meine, die Banküberweisungen tragen meinen Namen.« Sebastian schloss fest die Augen. »Gestern Abend hat mich mein Anwalt besucht. Er sagte, ich solle einen Deal mit der Staatsanwaltschaft in Erwägung ziehen, mich schuldig bekennen. Dann bekomme ich eine reduzierte Strafe. Ich vermeide einen langen Prozess, den ich sowieso verlieren werde.« »Nein, das können Sie nicht. Welche andere Wahl habe ich?« Zum ersten Mal hob er den Blick, und der Schmerz in diesen Augen war so intensiv, dass Lucia sich auf die Lippe beißen musste, um nicht zu schluchzen. »Jeder Tag, den ich hier verbringe, ist ein Tag, an dem mein Name mehr in den Dreck gezogen wird. Jeden Tag erzählen mehr Familienei am Fernsehen, wie ich sie betrogen, wie ich ihr Leben zerstört habe. Wissen Sie, wie es ist, diese Geschichten zu hören und nichts tun zu können? Zu wissen, dass ältere Menschen in Notunterkünften schlafen, weil ich ihnen angeblich ihre Ersparnisse gestohlen habe. Aber sie haben es nicht getan. Und wie beweise ich das? Sagen Sie mir, Lucia, wie beweise ich etwas, das ich nicht getan habe, wenn alle Beweise das Gegenteil sagen?« Bevor Lucia antworten konnte, klopfte ein Wärter auf den Tisch. 5 Minuten. »Hören Sie mir zu.« Lucia beugte sich vor und senkte ihre Stimme. »Ich werde die Wahrheit finden. Ich werde herausfinden, was wirklich passiert ist, wer das getan hat, und ich werde die Beweise bringen, die Sie brauchen. Lucia, bitte, bringen Sie sich nicht wegen mir in Gefahr. Wenn jemand fähig war, all das zu inszenieren, ein so perfektes Netz von Lügen zu schaffen, was glauben Sie, werden Sie einer Frau antun, die versucht, die Wahrheit aufzudecken?« »Es ist mir scheißegal, was Sie mir antun«, antwortete sie mit einer Wildheit, die beide überraschte. »Sie gaben mir Arbeit, als niemand sonst es tun würde. Sie behandelten mich mit Respekt, als die Welt mich nur als Angestellte sah. Sie halfen mir, als mein Sohn krank war und ich kein Geld für die Medikamente hatte. Glauben Sie, ich werde Sie jetzt am Stich lassen?« Sebastian sah sie mit glänzenden Augen voller zurückgehaltener Tränen an. »Ich wusste nicht, dass du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich an alles. Und deshalb weiß ich, dass der Mann, der vor mir sitzt, zu dem, wessen man ihn beschuldigt, nicht fähig ist.« »Zeit«, verkündete der Wärter. Während Sebastian zurück in seine Zelle gebracht wurde, verließ Lucia das Gefängnis mit brennender Entschlossenheit in ihrer Brust. Doch diese Entschlossenheit gefror, als sie die Tageszeitung an einem Kiosk in der Nähe sah. Die Schlagzeile brüllte in riesigen Buchstaben: »Neues Opfer meldet sich. Alte Frau verliert gesamtes Familienerbe am Meyer-Schema.« Darunter war ein Foto von Frau Huber abgebildet, derselben älteren Frau, die Sebastian am Tag seiner Verhaftung konfrontiert hatte. Der Artikel beschrieb detailliert, wie sie absolut alles verloren hatte. Die Rente ihres verstorbenen Mannes, die Ersparnisse aus 30 Arbeitsjahren, sogar das Haus, in dem sie ihre Kinder großgezogen hatte, alles investiert in das, was Sebastian ihr angeblich als garantierten Rentenfonds versprochen hatte. Lucia kaufte die Zeitung mit zitternden Händen. Am Ende des Artikels stand eine Adresse. Frau Huber lebte nun in einem städtischen Altersheim. Ohne zweimal nachzudenken, nahm Lucia 3 Busse, um dorthin zu gelangen. Das Altersheim St. Marien befand sich in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Das abgenutzte Backsteingebäude schien kurz vor dem Einsturz zu stehen und der Geruch von billigem Kantinenessen schwebte in der Luft. Lucia musste kräftig schlucken, um die Übelkeit zu unterdrücken, die sie empfand bei dem Gedanken, dass eine Frau in Frau Hubers Alter an einem solchen Ort leben musste. Nach dem Nachfragen an der Rezeption
wurde sie zu einem Mehrbettzimmer I am 1. Stock geführt. 12 Betten drängten sich in einem Raum, der für 6 ausgelegt war. Frau Huber saß auf einem davon und faltete gespendete Kleidung. Ihre arthritischen Hände bewegten sich langsam, aber vorsichtig. Als sie Lucia hereinkommen sah, verhärtete sich ihr Ausdruck. »Wenn Sie kommen, um diesen Mann zu verteidigen, können Sie sofort gehen.« »Bitte.« Lucia näherte sich mit erhobenen Händen als Zeichen des Friedens. »Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich möchte Ihre Geschichte hören.« »Meine Geschichte?« Frau Huber lachte bitter. »Meine Geschichte ist, dass ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, fremde Wäsche gewaschen, Häuser geputzt, Kinder betreut, die nicht meine waren. Mein Eduard arbeitete bis zu dem Tag, an dem sein Herz versagte. Wir haben 30 Jahre lang jeden Rappen gespart, um am Alter etwas zu haben. Und dieser Mann, dieser Dämon mit dem Gesicht eines angesehenen Geschäftsmannes, hat mich überzeugt, ihm alles zu geben. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Wie kamen Sie dazu, bei ihm zu investieren?« »Es war seine Nichte, Marcella.« Frau Huber spuckte den Namen aus, als wäre er Gift. Sie kam zu mir nach Hause, so elegant, so gebildet. Sie sagte mir, ihr Onkel biete eine besondere Gelegenheit für Menschen wie mich, fleißige Leute, die einen würdigen Lebensabend verdienten. Sie zeigte mir Dokumente, Zertifikate, erklärte mir, wie es funktionierte. Lucia spürte, wie ihr Puls schneller wurde. Marcella hat sie kontaktiert? Ja, sie sagte, Herr Meyer arbeite normalerweise nur mit Millioneninvestitionen, aber er öffne ein spezielles Programm für Arbeiterfamilien. Sie gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, als ob sich endlich jemand um Leute wie mich kümmerte. Und Herr Meyer, haben Sie ihn persönlich kennengelernt, mit ihm gesprochen? Nur einmal. Marcella brachte mich in sein Büro. Es war so elegant, dass ich Angst hatte, etwas anzufassen. Herr Meyer unterschrieb die Papiere vor mir, gab mir die Hand, sagte mir, mein Geld sei sicher. Frau Huber begann zu weinen. Er wirkte so aufrichtig. Wie konnte ich nur so dumm sein? Kann ich die Dokumente sehen, die Sie unterschrieben haben? Wozu? Ich habe sie der Polizei gezeigt, den Anwälten, allen. Bitte, es ist wichtig. Frau Huber seufzte und zog eine abgenutzte Mappe unter ihrem Kissen hervor. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ich weiß nicht einmal, warum ich sie aufbewahre. Ich schätze als Erinnerung an meine eigene Dummheit. Lucia öffnete die Mappe und begann, die Dokumente durchzusehen. Investitionsverträge, Einzahlungszertifikate, Versprechen garantierter Renditen, alles mit Sebastian Meyers Unterschrift. Am Ende schien alles völlig legitim zu sein, bis Lucia erstarrte, ihre Augen fixiert auf ein kleines Detail, das fast unbemerkt blieb. In der oberen Ecke jedes Dokuments befand sich ein Referenzcode, und dieser Code war auf allen Papieren identisch. »Frau Huber«, sagte Lucia mit zitternder Stimme, »diese Dokumente, hat Marcella sie Ihnen gegeben oder Herr Meyer? Marcella brachte sie mir nach Hause, damit ich sie vor dem Treffen überprüfen konnte. Dann unterschrieben wir sie am Büro.« Lucias Herz schlug so stark, dass sie es in ihren Ohren hören konnte. In all ihren Jahren bei Sebastian hatte sie genug Geschäftsunterlagen gesehen, um etwas Entscheidendes zu wissen. Diese Referenzcodes wurden vom System des Unternehmens jedes Mal automatisch generiert, wenn ein neues Dokument erstellt wurde. Sie waren einzigartig, unwiederholbar, an das genaue Datum und die Uhrzeit der Erstellung gebunden. Und all diese Dokumente, angeblich zu verschiedenen Zeitpunkten über mehrere Monate hinweg erstellt, hatten genau denselben Code. Das konnte nur eines bedeuten. Sie waren alle zur gleichen Zeit erstellt worden, wahrscheinlich alle in derselben Sitzung, alles auf einmal und dann rückdatiert, um einen allmählichen Investitionsprozess vorzutäuschen. »Können Sie mir diese Dokumente leihen?« fragte Lucia, ihre Stimme kaum kontrolliert. »Ich brauche sie. Nehmen Sie sie mit.« Frau Huber wischte sich die Tränen. »Sie taugen sowieso zu nichts, außer mir jedes Mal das Herz zu brechen, wenn ich sie sehe.« Lucia rannte aus dem Altersheim, die Dokumente an ihre Brust gepresst. Sie musste ihren Verdacht überprüfen. Sie musste bestätigen, dass sie sich nichts einbildete. Sie nahm ein Taxi, etwas, das sie normalerweise nie tun würde, da die Kosten unerschwinglich waren. Aber das konnte nicht warten. Sie gab dem Fahrer die Adresse der einzigen Person, die ihr helfen konnte. Robert Sommer, der Buchhalter, der jahrzehntelang für Sebastian gearbeitet hatte, bevor er in Rente ging. Herr Sommer wohnte in einer bescheidenen Wohnung, umgeben von Akten und Kisten voller Dokumente, die er während seiner langen Karriere angesammelt hatte. Als er die Tür öffnete und Lucia mit Tränen in den Augen vor sich stehen sah, wusste er sofort, dass etwas Ernstes passiert war. »Ich muss, dass Sie diese Dokumente ansehen«, sagte Lucia ohne Umschweife. »Ich muss wissen, ob ich mit etwas richtig liege.« Herr Sommer setzte seine Lesebrille auf und begann, die Papiere mit der Akribie zu untersuchen, die ihn zu einem der angesehensten Buchhalter der Stadt gemacht hatte. Lucia sah, wie er von Verwirrung zu Überraschung
und schließlich zu einem Ausdruck absoluten Schreckens wechselte. »Du meine Güte«, flüsterte er, »diese Dokumente sind gefälscht. Sind Sie sicher?« »Absolut sicher. Schauen Sie hier.« Er zeigte auf die Codes, die Lucia notiert hatte. »Diese Codes sind unmöglich. Sebastians System generiert eindeutige Codes basierend auf einem Algorithmus, der Datum, Uhrzeit und eine fortlaufende Nummer enthält. Es ist unmöglich, dass Dokumente, die Monate auseinander erstellt wurden, identische Codes haben. Und die Unterschriften?« Herr Sommer nahm eine Lupe und untersuchte die Unterschriften sorgfältig. »Sie sind gut. Sehr gut, aber schauen Sie hier.« Er zeigte auf ein fast unsichtbares Detail. Der Druck des Stiftes ist auf allen Unterschriften perfekt, gleichmäßig. Zu gleichmäßig. Wenn eine Person von Hand unterschreibt, variiert der Druck natürlich. Das ist eine digitale Kopie, Lucia ergänzte, oder eine sehr raffinierte Fälschung. Jemand hat Sebastians echte Unterschrift eingescannt und digital auf diesen Dokumenten reproduziert. Lucia spürte, wie ihre Beine zitterten. Also, Frau Huber und wahrscheinlich alle anderen Opfer haben nie wirklich mit Herrn Meyer investiert. Jemand hat all diese falschen Dokumente erstellt, sie legitim aussehen lassen und dann das Geld behalten, während Sebastian die Schuld für alles gegeben wurde, beendete Herr Sommer mit ernster Stimme. »Marcela«, sagte Lucia, der Name entfuhr ihren Lippen wie ein Fluch. Sie war es, die Frau Huber kontaktiert hat. Sie war es, die Dokumente mitgebracht hat. Sie hat das einzige Treffen mit Sebastian arrangiert, wahrscheinlich damit es einen Zeugen gab, der gesagt hätte, er hätte ihn gesehen. Das ist größer, als wir dachten. Herr Sommer begann hin und her zu gehen. Wenn Marcela das mit Frau Huber gemacht hat, hat sie es wahrscheinlich mit allen Opfern gemacht. Sie müssen das der Polizei melden. Die Polizei wird einer Hausangestellten ohne weitere Beweise nicht glauben. Ich brauche mehr. Ich brauche etwas Unwiderlegbares. Was haben Sie vor? Lucia sah die gefälschten Dokumente in ihren Händen an. Ich werde die Beweise beschaffen, die wir brauchen, egal was es kostet. Doch Lucia wusste nicht, dass in diesem Moment, in einem eleganten Büro auf der anderen Seite der Stadt, Marcela Durisch einen Anruf erhielt, der alles ändern würde. »Frau Durisch«, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung, »wir haben ein Problem. Die Angestellte Ihres Onkels war am Altersheim und hat Frau Huber besucht. Danach ist sie zum pensionierten Buchhalter gegangen.« Marcela drückte das Telefon so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden. Und was hatte sie dabei? Dokumente, eine ganze Mappe. Perfekt. Ein kaltes Lächeln erschien auf Marcelas Gesicht. Es ist Zeit, dass jeder weiß, was für ein Mensch Lucia Rona wirklich ist. Kontaktieren Sie die Journalisten, die wir auf unserer Gehaltsliste haben. Ich möchte, dass das morgen in allen Nachrichten ist. Was sollen wir sagen? Dass die loyale Hausangestellte nicht so unschuldig ist, wie es scheint. Dass sie jahrelang Wertgegenstände aus der Villa gestohlen hat. Dass sie wahrscheinlich Sebastians Komplizin beim Betrug war. Ich habe Fotos von ihr, wie sie mit Taschen ein- und ausgeht. Ich habe Aufzeichnungen von verdächtigen Anrufen. Wenn ich mit ihr fertig bin, wird niemand ein Wort von dem glauben, was sie sagt. Und wenn sie versucht, sich zu verteidigen, wer wird ihr glauben? Eine ungebildete Hausangestellte gegen eine angesehene Anwältin mit dokumentierten Beweisen. Ich werde sie sozial, beruflich zerstören, bis ihr nicht einmal mehr ihre Würde bleibt. Und wenn sie völlig diskreditiert ist, wird alles, was sie herausgefunden hat, wertlos sein. Die Falle war gestellt und Lucia Rona ging unwissentlich direkt darauf zu. Der Morgen brach mit dem Geräusch ihres Telefons an, das vor Benachrichtigungen explodierte. Lucia öffnete die Augen, immer noch erschöpft, nachdem sie die ganze Nacht damit verbracht hatte, die gefälschten Dokumente zu überprüfen, weitere Beweise zu suchen, ihre nächsten Schritte zu planen. Sie nahm ihr Telefon, und was sie auf dem Bildschirm sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. 37 verpasste Anrufe, 62 Nachrichten. Und als sie die erste Nachricht öffnete, die ihr jemand geschickt hatte, hatte sie das Gefühl, die Welt breche unter ihren Füßen zusammen. Hausangestellte Komplizin am Meyer Betrug, jahrelang Wertgegenstände gestohlen. Die Schlagzeile schrie in roten Buchstaben. Darunter waren Fotos von ihr zu sehen, wie sie mit Taschen die Villa Meyer verließ. Bilder, die aus Winkeln aufgenommen wurden, die es so aussehen ließen, als würde sie mit gestohlenen Gegenständen fliehen, obwohl sie in Wirklichkeit nur ihr Mittagessen und Wäsche zum Waschen trug. Aber das Schlimmste stand am Artikel: Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen enthüllen, dass Lucia Rona, die vertrauenswürdige Hausangestellte von Sebastian Meyer, jahrelang seine Komplizin bei dem betrügerischen Schema gewesen sein soll. Telefonaufzeichnungen zeigen verdächtige Kommunikationen zwischen beiden außerhalb der Arbeitszeiten. Zeugen behaupten, sie beim Manipulieren von Dokumenten am privaten Arbeitszimmer des Angeklagten gesehen zu haben. Lucias Hände zitterten so stark, dass sie fast das Telefon fallen ließ.
Jedes Wort war eine sorgfältig konstruierte Lüge. Jede Anschuldigung war eine Verdrehung der Wahrheit. Diese verdächtigen Kommunikationen waren Anrufe wegen Hausreparaturen. Diese Momente, in denen sie Dokumente manipulierte, waren sie, die Papiere als Teil ihrer Aufgaben organisierte und ablegte. Das Telefon klingelte in ihren Händen. Es war ihre älteste Tochter, Daniela. »Mama«, Danielas Stimme klang gebrochen weinerlich. »Mama, was ist los? Sie sagen schreckliche Dinge über dich. Am Fernsehen. Meine Kollegen schicken mir ständig die Artikel und fragen, ob es wahr ist, dass meine Mutter eine Diebin ist. Nein, mein Schatz, das stimmt nicht. Nichts davon ist. Mein Chef hat mich gerade in sein Büro gerufen. Er sagte, meine familiäre Situation beeinträchtige das Image des Unternehmens. Sie haben mich suspendiert, Mama. Sie haben mich ohne Bezahlung suspendiert, bis das geklärt ist.« Lucia hatte das Gefühl, als wäre ihr ein Messer ins Herz gestoßen worden. Es reichte nicht aus, sie zu zerstören. Jetzt zerstörten sie auch ihre Kinder. »Daniela, hör mir genau zu. Das alles ist eine Lüge. Jemand versucht...« Das Geräusch heftigen Klopfens an ihrer Tür unterbrach sie. Lucia legte auf und versprach, später anzurufen, und ging zur Tür. Auf der anderen Seite standen 5 Nachbarinnen aus dem Gebäude, Frauen, mit denen sie jahrelang freundliche Grüße, gegenseitige Gefälligkeiten, gelegentliche Gespräche geteilt hatte. »Stimmt es?« fragte Frau Martha, die Nachbarin vom oberen Stock, mit verschränkten Armen und strengem Ausdruck. »Stimmt es, dass Sie eine Diebin sind?« »Nein, natürlich nicht. Diese Nachrichten sind... Meine Tochter hat all ihr Geld mit diesem Mann verloren«, unterbrach eine andere Frau, ihre Stimme voller Hass. »Alles, was sie für die Universität meines Enkels gespart hatte. Alles. Und Sie haben ihm geholfen? Sie wussten, was er tat? Nein, ich habe nie. Die Nachrichten sagen, Sie waren seine Komplizin, dass Sie wahrscheinlich einen Teil des gestohlenen Geldes behalten haben. Das ist eine Lüge. Alles ist eine Lüge. Warum gibt es dann Fotos? Warum gibt es Telefonaufzeichnungen? Warum reden alle Nachrichten darüber?« Frau Martha trat einen Schritt vor, ihr Ausdruck absoluten Ekels. »Wir wollen keine Leute wie Sie in diesem Gebäude. Leute, die ältere Menschen, arbeitende Familien bestehlen. Sie sind widerlich.« Die Gruppe von Frauen zerstreute sich und ließ Lucia zitternd an ihrer Türschwelle zurück. Sie konnte ihr Gemurmel hören, als sie die Treppe hinuntergingen. Worte wie Schamlose, Diebin, Komplizin schwebten wie Gift in der Luft. Sie schloss die Tür und sank dagegen. Die Tränen brachen endlich hervor. Innerhalb weniger Stunden war ihr ganzes Leben zerstört worden. Ihr Ruf, der Job ihrer Tochter, das Vertrauen ihrer Nachbarn, alles von einer perfekt inszenierten Lügenkampagne in Asche gelegt. Ihr Telefon klingelte erneut. Dieses Mal war es eine unbekannte Nummer. »Frau Rohner«, sagte eine professionelle Stimme am anderen Ende. »Ich bin vom nationalen Nachrichtensender. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Wären Sie bereit für ein Interview?« Für einen Moment dachte Lucia darüber nach, zuzustimmen. Sie dachte darüber nach, am Fernsehen aufzutreten und die Wahrheit herauszuschreien, damit jeder sie hören konnte. Doch dann erinnerte sie sich an die Worte von Herrn Sommer. »Niemand wird einer Hausangestellten ohne unwiderlegbare Beweise glauben.« »Kein Kommentar«, antwortete sie und legte auf. Den Rest des Tages verbrachte sie in ihrer Wohnung, hörte die Schritte der Nachbarn, die an ihrer Tür vorbeigingen und flüsterten, hörte den Fernseher von Frau Martha am oberen Stock, wo sie zweifellos weitere Nachrichten über den Rohnermeier-Skandal sah, und spürte, wie sich die Wände um sie schlossen. Als die Nacht hereinbrach, traf Lucia eine Entscheidung. Sie konnte sich nicht verstecken. Sie konnte Marcelas Lügen nicht gewinnen lassen. Sie brauchte mehr Beweise, sie musste mehr Opfer finden. Sie musste einen so soliden Fall aufbauen, dass niemand ihn ignorieren konnte. Sie zog ihren unauffälligsten Mantel an und ging hinaus, den Kopf gesenkt. Sie nahm den Bus ins Stadtzentrum, wo sie wusste, dass sich einige der anderen Opfer des angeblichen Betrugs jeden Abend in einem Park trafen, ihre Geschichten teilten, sich gegenseitig in ihrem gemeinsamen Schmerz unterstützten. Als sie am Stadtpark ankam, sah sie die Gruppe sofort. Es waren etwa 20 Personen, die meisten ältere Menschen, die am Kreis auf Bänken saßen. Einige weinten, andere trösteten sich gegenseitig. Lucia näherte sich vorsichtig, unsicher, wie sie empfangen werden würde. Die erste Person, die sie sah, war ein älterer Mann, den Lucia aus den Nachrichten kannte. Herr Albin Rütti, der seine Autowerkstatt verloren hatte, weil er das Geschäft als Sicherheit für die Investition in Sebastians angeblichen Fonds genutzt hatte. Daneben saß Frau Huber, dieselbe ältere Frau, die Sebastian am Tag seiner Verhaftung konfrontiert hatte. »Sie«, sagte sie und stand auf. »Sie sind die Angestellte, die Komplizin.« Alle Augen wandten sich Lucia zu. Der Kreis schloss sich um sie. Nicht physisch bedrohlich, aber mit einer spürbaren Feindseligkeit.
die ihr die Luft nahm. »Bitte, hören Sie mir zu«, begann Lucia, ihre Stimme zitternd, aber entschlossen. »Alles, was in den Nachrichten gesagt wird, ist eine Lüge. Ich habe nie etwas gestohlen, war nie Komplizin von irgendetwas. Sebastian Mayer ist unschuldig und ich kann es beweisen.« »Unschuldig?« Eine Frau lachte bitter. »Mein Mann starb an einem Herzinfarkt, als er entdeckte, dass wir alles verloren hatten. Und Sie sagen mir, der Mann, der das verursacht hat, ist unschuldig. Er hat es nicht verursacht. Jemand anderes hat es getan und ihm die Schuld gegeben. Und warum sollten wir Ihnen glauben?« fragte Herr Rütti. »Die Nachrichten sagen, Sie waren seine vertraute Angestellte, dass Sie in seinem Haus, in seinem Büro waren und alles sahen, was er tat.« »Genau.« Lucia trat einen Schritt vor. »Ich war dort und deshalb weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe.« »Unsere Hilfe?« Eine andere Frau lachte humorlos. »Die Diebin braucht Hilfe von den Leuten, die sie bestohlen hat.« »Ich bin keine Diebin.« Lucia spürte, wie die Tränen drohten zu fallen, aber sie hielt sie zurück. »Ich bin eine berufstätige Mutter, die ihr ganzes Leben lang Häuser geputzt hat, um ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Ich bin jemand, der Sebastian Mayer als einen guten Mann kannte, der niemandem wehgetan hat. Und ich bin jemand, der alles, absolut alles riskiert, um die Wahrheit zu finden.« Die Stille, die folgte, war dicht, voller Misstrauen, aber auch etwas anderem, Neugier vielleicht oder Verzweiflung nach Antworten, die ihnen niemand sonst gab. »Was wollen Sie von uns?« fragte Herr Rütti schließlich. Lucia holte aus ihrer Tasche ein Foto hervor, das sie ausgedruckt hatte. »Kennt jemand hier diese Frau?« Es war ein Foto von Marcella Durisch, von ihrem beruflichen Anwaltsprofil. Sofort hoben 5 Leute die Hand. »Sie hat mich kontaktiert«, sagte eine Frau. »Sie sagte mir, sie hätte eine besondere Investitionsmöglichkeit.« »Mich auch«, bestätigte eine andere. »Sie kam zu mir nach Hause, brachte mir Dokumente, arrangierte das Treffen mit Herrn Mayer. Warten Sie.« Herr Rütti trat näher an Lucia heran und betrachtete das Foto aufmerksam. »Diese Frau hat mich vor Monaten besucht. Sie sagte, sie sei die Finanzvertreterin ihres Onkels, die arbeitenden Familien helfe, ihre Zukunft zu sichern.« Lucias Herz begann schneller zu schlagen. Alle waren zuerst von ihr kontaktiert worden. Sie war es, die ihnen die Investitionsdokumente gebracht hatte. Einer nach dem anderen begannen die Anwesenden ihre Geschichten zu erzählen, und ein Muster trat so klar hervor, dass es unmöglich war, es zu ignorieren. In jedem Fall war Marcella der erste Kontakt gewesen. Sie hatte die Dokumente mitgebracht. Sie hatte die Treffen mit Sebastian arrangiert. Sie war bei jedem Schritt des Prozesses anwesend gewesen. »Hat jemand von Ihnen Geld aus seinen Investitionen erhalten?« fragte Lucia. »Hat jemand Renditen gesehen, selbst kleine, bevor alles zusammenbrach?« »Ich ja«, sagte eine Frau schüchtern. »Die ersten 3 Monate erhielt ich monatliche Zahlungen, genau wie versprochen. Deshalb habe ich vertraut und mehr investiert.« »Und wie haben Sie diese Zahlungen erhalten?« Marcella brachte sie mir in bar. Sie sagte, das sei bequemer als Banküberweisungen. »Klar«, flüsterte Lucia, »die Teile fügten sich endlich zusammen. Sie hat sie mit dem Geld neuer Opfer bezahlt, ein klassisches Schema, und als sie es nicht mehr halten konnte, ließ sie alles explodieren und gab Sebastian die Schuld.« »Aber wie hat sie es gemacht?« fragte Herr Rütti. »Wie hat sie Herrn Mayer davon überzeugt, all diese Dokumente zu unterschreiben?« Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Lucia sah jede der anwesenden Personen an. »Ich weiß, dass Sie mich hassen. Ich weiß, dass Sie keinen Grund haben, mir zu vertrauen. Aber ich bitte Sie, mir zu helfen, die Wahrheit zu finden. Nicht nur für Sebastian, sondern für Sie. Denn wenn Marcella das getan hat und damit durchkommt, werden Sie ihr Geld nie zurückbekommen. Aber wenn wir sie entlarven, wenn wir beweisen, dass sie die wahre Schuldige ist, könnten wir das zurückbekommen, was wir verloren haben«, ergänzte die Frau, die ihren Mann verloren hatte. Ihre Stimme war immer noch voller Schmerz. Aber jetzt war da noch etwas anderes. Hoffnung. Klein, zerbrechlich, aber Hoffnung. »Ich brauche, dass jeder von Ihnen genau aufschreibt, wie Sie kontaktiert wurden«, sagte Lucia. »Jedes Detail, jedes Datum, jedes Gespräch mit Marcella. Ich brauche Kopien aller Dokumente, die sie Ihnen gegeben hat, und ich brauche, dass Sie bereit sind, über das auszusagen, was wirklich passiert ist.« Herr Rütti streckte seine Hand aus. »Wenn es eine Chance gibt, und sei sie noch so klein, dass wir etwas von dem zurückbekommen, was wir verloren haben, und dass die wahre Schuldige zur Rechenschaft gezogen wird, zählen Sie auf mich.« Einer nach dem anderen stimmten auch die anderen zu helfen. Es war noch kein Vertrauen, aber es war ein Anfang. Lucia verließ den Park an diesem Abend mit 20 schriftlichen Zeugenaussagen und einer erneuten Entschlossenheit. Doch als sie an der Bushaltestelle ankam, sah sie etwas, das ihr das Herz stillstehen ließ. Marcella Durisch stand dort an ein schwarzes Auto gelehnt und wartete auf sie. »Beeindruckend«, sagte Marcella mit einem kalten Lächeln. »Ich hätte wirklich gedacht, dass Sie, nachdem Ihr Ruf ruiniert, der Job Ihrer Tochter zerstört
und sie zu einem sozialen Außenseiter gemacht wurden, den gesunden Menschenverstand hätten aufzugeben. Aber hier sind sie und versammeln ihre kleinen Soldaten. Ich weiß, was sie getan haben. Lucia stellte sich ihr entgegen, obwohl ihre Beine zitterten. Ich weiß, dass sie den ganzen Betrug inszeniert, die Dokumente gefälscht, das Geld dieser Familien gestohlen haben. Und wer wird ihnen glauben? Eine Hausangestellte, die der Mittäterschaft beschuldigt wird, gegen eine angesehene Anwältin. Marcella trat näher, ihre Stimme sank zu einem giftigen Flüstern. Ich habe ihnen die Chance gegeben, wegzugehen. Ich habe sie gewarnt. Aber sie haben beschlossen, eine Heldin zu werden. Also werde ich sie jetzt so vollständig zerstören, dass, wenn ich mit ihnen fertig bin, ihre eigenen Kinder sich schämen werden, ihren Nachnamen zu tragen. Tun Sie, was Sie wollen mit mir. Lucia hob ihr Kinn herausfordernd. Aber die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und wenn das passiert, werden Sie für jedes Leben bezahlen, das Sie zerstört haben. Marcella sah sie lange an. Dann brach sie in ein Lachen aus, das wie zerbrechendes Glas klang. Wie rührend. Die Hausangestellte spielt Detektiv. Das wird lustig anzusehen sein. Sie stieg in ihr Auto und fuhr weg, Lucia zitternd an der Bushaltestelle zurücklassend. Doch Lucia wusste nicht, dass von einem Fenster des Gebäudes gegenüber dem Park jemand die ganze Szene beobachtet hatte. Jemand, der das Treffen zwischen Lucia und Marcella fotografiert hatte. Jemand, der gerade etwas entdeckt hatte, das den gesamten Fall ändern würde. Und morgen würde diese Person einen Anruf tätigen, der eine unaufhaltsame Kette von Ereignissen auslösen würde. Lucias Telefon klingelte um 6 Uhr morgens. Es war eine unbekannte Nummer, und nach allem, was passiert war, war ihr erster Instinkt, sie zu ignorieren. Aber etwas ließ sie abheben. Frau Rohner. Die Stimme am anderen Ende war jung, weiblich, zitternd. Mein Name ist Patricia Moser. Ich habe 2 Jahre lang als Rechtsassistentin in Marcella Durischs Kanzlei gearbeitet. Ich muss Sie dringend sprechen. Lucia setzte sich ihr am Bett auf, völlig alarmiert. Wie haben Sie meine Nummer bekommen? Das ist jetzt egal. Was zählt ist, dass ich Informationen habe. Informationen, die alles ändern können. Aber wir müssen uns persönlich treffen. Kennen Sie das Café zur Einkehr an der Bahnhofstraße? Ja, aber ich bin in 1 Stunde dort. Hinterster Tisch. Kommen Sie allein. Und Frau Rohner, seien Sie sehr vorsichtig. Marcella hat überall Augen. Die Leitung wurde unterbrochen, bevor Lucia weitere Fragen stellen konnte. 60 Minuten später betrat Lucia das Café. Ihr Herz schlug so stark, dass sie es in ihren Ohren hören konnte. Der Ort war um diese frühe Stunde fast leer. Nur wenige Morgenkunden lasen Zeitungen und tranken Kaffee. Am hintersten Tisch wartete eine junge Frau, kaum über 20. Ihre Augen huschten ständig zur Tür, als erwartete sie, dass jemand ihr folgen würde. Frau Rohner. Patricia stand auf, als Lucia sich näherte. Sie trug eine große Brille, die die dunklen Ringe unter ihren Augen nicht verbergen konnte, ein Beweis für schlaflose Nächte. Danke, dass Sie gekommen sind. Was ist das hier? Lucia setzte sich ihr gegenüber. Wer sind Sie wirklich? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich habe für Marcella Durisch gearbeitet. Oder besser gesagt, gearbeitet. Ich habe vor 3 Tagen gekündigt, nachdem ich gesehen habe, was sie Ihnen in den Nachrichten angetan hat. Patricia zog mit zitternden Händen eine Mappe aus ihrer Tasche. Ich sah, was Sie mit Ihnen gemacht haben, wie Sie sie verleumdeten, wie Sie die Bilder manipulierten, wie Sie die ganze Geschichte erfanden, dass Sie eine Komplizin waren. Und ich konnte nicht mehr schweigen. Warum? Warum sollten Sie alles für eine Unbekannte riskieren? Patricias Augen wurden feucht. Weil meine Großmutter eines der Opfer war. Frau Estela Moser. Sie verlor das Erbe, das meine Urgroßeltern ihr hinterlassen hatten, all das Geld, das sie für ihre medizinische Behandlung verwenden wollte. Sie starb vor 2 Monaten, weil wir die Medikamente, die sie brauchte, nicht bezahlen konnten. Lucia hatte das Gefühl, als hätte sie einen Schlag in den Magen bekommen. Es tut mir sehr leid. Ich arbeitete für Marcella, als all das geschah. Als meine Großmutter mir von ihrer Investition erzählte, kam es mir seltsam vor. Aber Marcella versicherte mir, dass alles legitim sei. Sie zeigte mir Zertifikate, alles schien echt zu sein. Patricia wischte sich wütend die Augen. Erst später, als meine Großmutter alles verloren hatte, begann ich zu misstrauen. Ich begann, auf Dinge zu achten, die ich zuvor ignoriert hatte. Was für Dinge? Patricia öffnete die Mappe und holte eine Reihe von Fotos heraus. Vor 6 Monaten bat mich Marcella, Sebastians Unterschrift von verschiedenen alten Akten einzuscannen. Sie sagte, sie müsse eine digitale Datenbank erstellen. Ich dachte damals nichts dabei. Die Fotos zeigten Dutzende von Sebastians Unterschriften aus verschiedenen Winkeln, mit unterschiedlichem Druck, in verschiedenen Stilen. Es war eine komplette Bibliothek seiner Unterschrift. Damit, fuhr Patricia fort, könnte jeder kompetente Grafikdesigner seine Unterschrift digital nachbilden und sie überall platzieren, wo er wollte.
Aber das bestätigt nicht, dass Marcella es getan hat. Warten Sie, Patricia holte weitere Papiere hervor. Jedes Mal, wenn wir I am Büro druckten, hinterließ der Drucker einen unsichtbaren Tracking-Code. Das ist eine Standard-Sicherheitsmaßnahme. Das sind die Berichte, die ich vor meiner Kündigung bekommen habe. Lucia überprüfte die Blätter. Es waren technische Aufzeichnungen, die genau zeigten, welche Dateien wann und von welchem Computer aus gedruckt worden waren. Schauen Sie auf die Daten, sagte Patricia. Alle Investitionsverträge, die die Opfer erhielten, wurden in derselben Woche gedruckt, alle von Marcelas persönlichem Computer, alle um 2 Uhr morgens, als niemand sonst I am Büro war. Lucias Herz schlug so schnell, dass sie kaum atmen konnte. Warum sollte sie alle zur gleichen Zeit ausdrucken, wenn sie angeblich über Monate hinweg erstellt wurden? Genau, weil sie alle auf einmal erstellt und dann falsche Daten, rückwirkende Dokumente hinzugefügt hat, um einen allmählichen Investitionsprozess vorzutäuschen. Das ist genau das, was wir brauchen. Lucia nahm die Papiere mit zitternden Händen. Warum haben Sie das nicht der Polizei gemeldet? Ich habe es versucht, Patricias Stimme brach. Ich bin vor 2 Tagen zur Polizeiwache gegangen. Der Beamte, der mich bediente, hörte sich meine Geschichte an, überprüfte die Dokumente und sagte mir, ich solle am nächsten Tag zurückkommen, um eine formelle Aussage zu machen. In dieser Nacht erhielt ich einen Anruf von Marcella. Sie sagte mir, sie wisse, was ich getan hätte, dass sie Kontakte bei der Polizei hätte, dass, wenn ich nicht schweige, sie mich des Diebstahls vertraulicher Dokumente beschuldigen und mich rechtlich zerstören würde. Und trotzdem haben sie sich entschieden, mich zu kontaktieren. Als ich sie gestern am Park mit diesen Leuten sprechen sah, die alles verloren haben, die ihren Ruf, ihre Sicherheit, alles aufs Spiel setzten, um die Wahrheit zu suchen. Patricia wischte sich die Tränen ab. Ich dachte an meine Großmutter, wie sie starb, weil sie glaubte, sie sei dumm gewesen zu vertrauen. Ich dachte, wenn ich nichts tue, hätte ihr Tod nichts bedeutet. Lucia streckte ihre Hand aus und nahm Patricias Hand. Ihre Großmutter wäre stolz auf sie. Es gibt noch etwas, das Sie wissen müssen. Patricia holte ein weiteres Dokument hervor. Das Geld, all das Geld, das die Opfer investiert haben, habe ich verfolgt. Wie? Ich hatte Zugriff auf die Konten der Firma, nicht auf die vollständigen Nummern, aber auf Informationsfragmente. Als ich die verdächtigen Bewegungen sah, begann ich Screenshots zu machen. Sehen Sie, die Bilder zeigten massive Überweisungen von einem Firmenkonto auf ein anderes Konto mit einem Namen, der Lucia den Atem stocken ließ. Marcella Durisch Stiftung. Eine Wohltätigkeitsstiftung? Flüsterte Lucia. Sie hat das gestohlene Geld benutzt, um ihre eigene Stiftung zu gründen. Das ist brillant, auf eine verdrehte Art und Weise. Das Geld ist legal unter ihrem Namen, aber unter dem Status einer gemeinnützigen Organisation geschützt. Sie kann es für alles verwenden, was sie will. Reisen, Veranstaltungen, sich sogar ein großzügiges Gehalt als Geschäftsführerin zahlen. Alles, während sie vorgibt, der Gemeinschaft zu helfen. Und niemand schöpft Verdacht, weil sie wohltätige Arbeit leistet. Genau, tatsächlich hat sie letzte Woche einen Preis für ihre philanthropische Arbeit gewonnen. Es gibt Fotos von ihr, wie sie eine Plakette entgegennimmt und lächelt, während die Leute applaudieren. Alles aufgebaut auf dem Leid von Menschen wie meiner Großmutter. Lucia spürte eine Wut in ihrer Brust brennen, die anders war als jede Emotion, die sie zuvor erlebt hatte. Es war keine blinde Wut, es war Entschlossenheit, kristallisiert zu reinem Feuer. Ich brauche Kopien von all dem, sagte sie bestimmt. Ich habe sie schon gemacht. Patricia reichte ihr einen USB-Stick. Alles ist da. Die Druckerprotokolle, die Screenshots der Überweisungen, die E-Mails, in denen Marcella mich bat, die Unterschriften einzuscannen. Alles. Patricia, verstehen Sie, was das bedeutet? Wenn Sie aussagen, wenn Sie diese Beweise öffentlich vorlegen, wird Marcella mit allem auf Sie losgehen. Ich weiß, die junge Frau atmete tief ein. Aber meine Großmutter verbrachte ihre letzten Tage damit, zu glauben, sie hätte versagt, sie sei dumm gewesen, zu vertrauen. Sie starb mit dieser Scham. Ich kann nicht zulassen, dass all die anderen Opfer dieselbe Scham erleben, wenn ich die Wahrheit kenne. Ich kann nicht. Die beiden Frauen schwiegen einen Moment lang. Jede verarbeitete das Gewicht dessen, was sie gleich erleben würden. Es gibt etwas, das ich nicht verstehe, sagte Lucia schließlich. Wie hat Marcella Sebastian dazu gebracht, die Originaldokumente zu unterschreiben? Auch wenn sie seine Unterschrift später digital fälschen konnte, brauchte sie eine echte Unterschrift zum Kopieren. Das habe ich mich auch gefragt, gab Patricia zu, bis ich das hier fand. Sie holte ihr Telefon heraus und zeigte ein Video. Das Datum zeigte an, dass es Monate zuvor aufgenommen worden war. Auf dem Bildschirm saß Sebastian Meyer in seinem Büro und unterschrieb einen Stapel Dokumente, während Marcella neben ihm stand. Das habe ich Ihnen heute zum Unterschreiben gebracht, Onkel. Hörte man Marcellas Stimme am Video. Die jährlichen Prüfungsunterlagen wie immer.
antwortete Sebastian, ohne aufzublicken, mechanisch unterschreibend, während der andere Papiere auf seinem Schreibtisch überprüfte. Richtig, die jährliche Prüfung 23 Seiten wie immer. Sebastian unterschrieb weiterhin, offensichtlich abgelenkt, seiner Nichte völlig vertrauend. Das Video endete. »Sehen Sie, was sie getan hat?« fragte Patricia. Sie sagte ihm, es seien Prüfungsunterlagen. Wahrscheinlich etwas, das er routinemäßig jedes Jahr unterschrieb. Aber diese Papiere, was auch immer es war, waren leere Blätter mit Unterschriftslinien. Sobald sie seine Unterschrift hatte, konnte sie jeden Vertrag über diese Unterschriften drucken. »Mein Gott«, Lucia schlug sich die Hände vor den Mund. Sie nutzte sein Vertrauen gegen ihn, die Familie, der er blind vertraute. »Der schlimmste Verrat kommt von innen«, sagte Patricia traurig. Lucia steckte den USB-Stick in ihre Tasche, als wäre er der wertvollste Schatz der Welt, denn das war er. Er war der Schlüssel, der Sebastians Ketten öffnen würde. Er war der Beweis, der Marcella entlarven würde. Er war die Gerechtigkeit, die die Opfer verdienten. »Was werden Sie jetzt tun?« fragte Patricia. »Ich werde das den richtigen Leuten übergeben, aber zuerst…« Lucia sah auf ihre Uhr. »Zuerst muss ich jemanden besuchen.« 2 Stunden später befand sich Lucia wieder am Besucherraum des Gefängnisses. Als Sebastian hereingebracht wurde, sah er noch schlechter aus als beim letzten Mal. Er hatte noch mehr Gewicht verloren, seine Augen waren tiefer eingesunken, seine Hände zitterten ständig. Er setzte sich ihr gegenüber, ohne ein Wort zu sagen, als hätte er keine Energie mehr zum Reden. »Herr Meyer«, begann Lucia sanft, »ich brauche Sie, um mir sehr aufmerksam zuzuhören. Ich brauche Sie, bitte, bitte, geben Sie nicht auf. Noch nicht. Lucia, ich kann nicht mehr. Mein Anwalt sagte mir, die Staatsanwaltschaft habe neue Beweise, dass sie jetzt auch Sie als meine Komplizin untersuchen. Das ist meine Schuld. Ich habe der falschen Person vertraut. Und jetzt zahlen Sie für meine Fehler. Es war nicht Ihr Fehler. Es war Ihre Güte, Ihre Bereitschaft, Ihrer Familie zu vertrauen. Das ist keine Schwäche. Das ist eine Tugend, die jemand Böses ausgenutzt hat. Was für einen Unterschied macht das? Es macht den ganzen Unterschied. Lucia holte ein Foto aus ihrer Tasche. Eines der Bilder der Druckerprotokolle, die Patricia ihr gegeben hatte. Weil ich Beweise habe, ich habe echte, unwiderlegbare Beweise, wer das alles wirklich getan hat. Sebastian hob langsam den Blick. Und zum ersten Mal seit Wochen sah Lucia etwas Ähnliches wie Hoffnung in diesen müden Augen. Was? Ihre Nichte Marcella hat alles geplant. Sie hat die Dokumente gefälscht. Sie hat das Geld gestohlen und ihren Namen benutzt, um jedes Verbrechen zu vertuschen. Tränen begannen über Sebastians Wangen zu rollen. Marcella, die Tochter meiner verstorbenen Schwester, das Mädchen, das ich miterzogen habe, das ich an der Universität unterstützt habe, das ich wie meine eigene Tochter behandelt habe. Ich weiß, dass das mehr schmerzen muss als alles, was passiert ist. Wie konnte sie all diesen Leuten ihrer eigenen Familie das antun? Ich weiß es nicht, aber ich werde sicherstellen, dass sie für jedes Leben bezahlt, das sie zerstört hat. Das verspreche ich Ihnen. Sebastian nahm Lucias Hände über den Tisch, die Regeln des Nichtkontakts für einen Moment vergessend. Seien Sie vorsichtig. Wenn Marcella zu all dem fähig ist, gibt es keine Grenzen, was sie tun könnte, wenn sie entdeckt, dass sie Beweise haben. Sie hat es schon entdeckt. Sie hat bereits versucht, mich öffentlich zu zerstören, aber ich werde nicht aufgeben. Warum? Fragte Sebastian mit gebrochener Stimme. Warum riskieren Sie so viel für mich? Lucia lächelte, obwohl ihre Augen vor Rührung glänzten. Weil Sie mir vor Jahren, als mein Sohn krank war und ich kein Geld für das Spital hatte, das Nötigste geliehen haben, ohne zu fragen, wann ich es zurückzahlen würde. Als ich es Monate später endlich zurückzahlen konnte, erinnerten Sie sich nicht einmal an das Darlehen. Sie sagten, Sie würden die Male nicht zählen, in denen Sie Menschen geholfen haben, nur die Male, in denen Sie es nicht getan haben. An diesem Tag wusste ich, dass ich für einen wirklich guten Mann arbeitete. Und ich werde nicht zulassen, dass dieser gute Mann wegen Verbrechen am Gefängnis verrottet, die er nicht begangen hat. Der Wärter kam näher, Zeit abgelaufen. Während Sebastian weggebracht wurde, rief er über die Schulter, »Lucia, danke für alles, fürs Glauben, als niemand sonst es tat.« Lucia verließ das Gefängnis mit Tränen in den Augen, aber mit erneuter Entschlossenheit. Sie hatte die Beweise, sie hatte Zeugen, sie hatte die Wahrheit. Jetzt brauchte sie nur noch jemanden mit genügend Macht, um ihr zuzuhören. Und sie wusste genau, an wen sie sich wenden musste. Die regionale Staatsanwaltschaft befand sich in einem 10-stöckigen grauen Gebäude, das speziell darauf ausgelegt zu sein schien, einzuschüchtern. Lucia stieg die Eingangsstufen hinauf, den USB-Stick in ihrer Hand wie einen Talisman, die Beweise, die alles ändern würden, auf diesem kleinen Plastikgerät gespeichert. Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, geprobt, was sie sagen würde, ihr Argument vorbereitet, sich vorgestellt, wie sie die Beweise so präsentieren würde, dass sie nicht ignoriert werden konnten. Dies war ihre einzige Chance. Wenn der Staatsanwalt die Beweise ablehnte,
Wenn er sich entschied, ihr nicht zuzuhören, wäre alles verloren. »Ich komme, um Staatsanwalt Koch zu sehen«, sagte sie der Rezeptionistin, einer jungen Frau, die sie mit einem gelangweilten Ausdruck ansah. »Es geht um den Fall Meyer. Ich habe neue Beweise. Haben Sie einen Termin?« »Nein, aber es ist dringend. Es sind Informationen, die den Fall komplett ändern könnten.« Die Rezeptionistin seufzte, als wäre dies die 100. Person an diesem Tag, die glaubte, wichtige Informationen zu haben. Staatsanwalt Koch empfängt keine Besucher ohne Termin. Sie können Ihre Dokumente hier lassen und… »Nein«, unterbrach Lucia bestimmt. »Ich werde nichts hier lassen. Ich muss persönlich mit ihm sprechen. Ich muss sicherstellen, dass er das mit eigenen Augen sieht. Frau, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass… Was ist das Problem hier?« Eine männliche Stimme unterbrach. Lucia drehte sich um und sah einen Mann mittleren Alters. Tadelloser Anzug, feine Ledertasche. Sein Gesicht kam ihr aus den Nachrichten bekannt vor. Es war Staatsanwalt Koch persönlich. »Staatsanwalt«, Lucia trat vor, bevor die Rezeptionistin sie aufhalten konnte. »Mein Name ist Lucia Rohner. Ich arbeitete für Sebastian Meyer. Ich habe Beweise, die seine Unschuld beweisen.« Kochs Ausdruck änderte sich sofort. Ein herablassendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. »Frau Rohner, ich habe Sie in den Nachrichten gesehen. Sind Sie nicht die Angestellte, die als Komplizin untersucht wird? Diese Anschuldigungen sind falsch. Alles ist Teil einer Kampagne, um mich zu diskreditieren, weil ich die Wahrheit aufdecke. Klar, eine Verschwörung.« Der Ton des Staatsanwalts war spöttisch, kaum verhohlen. »Frau, ich erhalte diese Unschuldsbehauptungen 3-mal pro Woche. Verzweifelte Angehörige, loyale Angestellte, alle überzeugt, dass ihr Chef oder Verwandter die Verbrechen, derer er angeklagt ist, nicht begangen haben kann. Aber Fakten sind Fakten. Wir haben Unterschriften, Aufzeichnungen, Zeugenaussagen. Alles gefälscht, alles von Marcella Durisch platziert.« Als sie diesen Namen erwähnte, änderte sich etwas in Kochs Ausdruck. Es war subtil, kaum eine leichte Verhärtung um seine Augen. Aber Lucia bemerkte es. Frau Durisch ist eine angesehene Anwältin, die den Mut hatte, ihren eigenen Onkel anzuzeigen, als sie seine kriminellen Aktivitäten entdeckte. Sie ist in diesem Fall eine Heldin. Sie ist die Kriminelle, beharrte Lucia. Und ich habe die Beweise, Druckerprotokolle, die zeigen, wann die Dokumente wirklich erstellt wurden. Screenshots von Banküberweisungen. Eine Zeugin, die direkt mit ihr zusammengearbeitet hat und bereit ist auszusagen. Eine Zeugin? Koch zog eine Augenbraue hoch. Wer? Patricia Moser, ehemalige Rechtsassistentin von Marcella Durisch. Für eine Sekunde, nur eine Sekunde, sah Lucia etwas am Gesicht des Staatsanwalts. Echte Überraschung, vielleicht sogar Besorgnis. Aber er erholte sich schnell. Frau Rohner, ich schätze Ihr Engagement, aber dieser Fall ist abgeschlossen. Wir haben erdrückende Beweise gegen Herrn Meyer. Wenn Sie neue Informationen haben, können Sie diese formell über Ihren Verteidiger am entsprechenden Gerichtsverfahren einreichen. Sie hören mir nicht zu. Sicherheit, rief Koch, und 2 Wärter erschienen sofort. Diese Frau ist aufgewühlt. Bitte, begleiten Sie sie aus dem Gebäude. Nein, warten Sie. Sehen Sie sich nur die Beweise an. Aber die Wärter hatten sie bereits an den Armen gepackt. Nicht gewalttätig, aber fest genug, um klarzustellen, dass sie keine Wahl hatte. Sie wurde aus dem Gebäude gebracht, während Lucia schrie, dass sie ihr zuhören sollten, dass sie sich die Beweise ansehen sollten, dass sie ihr zumindest eine Chance geben sollten. Sie ließen sie auf dem Bürgersteig zurück, gedemütigt und wütend, während Passanten sie mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid ansahen. Er weiß es schon, flüsterte Lucia vor sich hin. Die Teile fügten sich zusammen. Koch kennt die Wahrheit schon. Oder er schützt Marcella, oder sie hat etwas gegen ihn. Sie setzte sich auf die Stufen des Gebäudes und versuchte, die Tränen der Frustration zurückzuhalten. Sie war so sicher gewesen, dass die Vorlage der Beweise beim Staatsanwalt ausreichen würde. Sie hatte die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass das System selbst korrupt war. Frau Rohner, holte eine Stimme sie aus ihren Gedanken. Sie blickte auf und sah einen älteren Mann, graue Haare, dicke Brille, Notizbuch in der Hand. Ich bin Gabriel Brunner von der Tageszeitung. Könnte ich Sie kurz sprechen? Lucia erkannte ihn sofort. Gabriel Brunner war eine Legende des investigativen Journalismus. Er hatte Regierungskorruption aufgedeckt, Unternehmensschemata entlarvt, Karrieren korrupter Politiker ruiniert. Er war bekannt dafür, unbestechlich zu sein, unerbittlich in seiner Suche nach der Wahrheit. »Was wollen Sie?« fragte Lucia vorsichtig. »Ich verfolge den Fall Meyer von Anfang an. Irgendetwas stimmte nicht. Zu bequem, zu sauber. Ein Mann ohne Betrugsvergangenheit inszeniert plötzlich ein riesiges Schema und hinterlässt überall Beweise. Das macht keinen Sinn. Weil er es nicht getan hat, das vermute ich. Aber ich brauche Beweise, echte Beweise, keine Theorien.«
Gabriel setzte sich neben sie auf die Stufen. Ich hörte, was Sie dem Staatsanwalt zugerufen haben, etwas über Druckerprotokolle und Banküberweisungen. Lucia musterte ihn lange. Es konnte eine Falle sein, es konnte ein weiterer Journalist sein, der eine sensationslüsterne Schlagzeile suchte. Aber es konnte auch genau das sein, was sie brauchte. Jemand mit der Macht, die Wahrheit aufzudecken, ohne sich auf das System verlassen zu müssen, das Marcella korrumpiert hatte. »Wenn ich Ihnen zeige, was ich habe«, sagte sie langsam, »versprechen Sie, es zu untersuchen? Versprechen Sie, die Beweise nicht abzutun, nur weil sie von einer Hausangestellten stammen, von der die Welt glaubt, sie sei Komplizin? Frau Rohner, ich bin seit 40 Jahren in diesem Beruf. Ich habe gelernt, dass die Wahrheit meistens aus den unerwartetsten Quellen kommt. Zeigen Sie mir, was Sie haben.« Lucia holte den USB-Stick hervor. Das könnte die Karriere einer angesehenen Anwältin zerstören. Es könnte Korruption in der Staatsanwaltschaft aufdecken. Es könnte dazu führen, dass sehr mächtige Leute sie hassen. Gabriel lächelte, und in diesem Lächeln lag etwas von einem alten Fuchs. »Frau, das sind genau die Geschichten, für die ich lebe.« Sie gingen in ein nahegelegenes Café, wo Lucia ihren geliehenen Laptop hervorholte. In den nächsten 2 Stunden zeigte sie Gabriel jedes Beweisstück. Die Druckerprotokolle, die Screenshots der Überweisungen, das Video von Sebastian, wie er leere Papiere unterschrieb, die schriftlichen Zeugenaussagen der Opfer. Alles. Gabriel überprüfte jedes Dokument mit der Akribie eines Chirurgen, machte Notizen, stellte Fragen, überprüfte Details. Sein Ausdruck wechselte von professionellem Interesse zu echtem Erstaunen. Das ist unglaublich«, murmelte er schließlich. »Das ist die größte Geschichte, die ich seit einem Jahrzehnt gesehen habe. Aber ich muss mit ihrer Zeugin sprechen. Mit dieser Patricia Moser. Ich kann das arrangieren, aber sie hat Angst. Marcella hat sie bedroht. Ich verstehe, aber ohne ihre Aussage vor der Kamera sind das nur Indizienbeweise. Ich brauche jemanden, der direkt mit Marcella Durisch gearbeitet hat, um öffentlich zu bestätigen, was sie getan hat.« Lucia holte ihr Telefon hervor und wählte. Patricia antwortete beim zweiten Klingeln. »Patricia, hier ist Lucia. Ich bin mit dem Journalisten Gabriel Brunner zusammen. Er möchte mit Ihnen sprechen.« Am anderen Ende herrschte Stille. Dann: »Gabriel Brunner, der letztes Jahr den korrupten Bürgermeister entlarvt hat? Derselbe. Wenn ich mit ihm spreche, wenn ich alles öffentlich erzähle, wird Marcella mich zerstören. Sie versucht bereits, jeden zu zerstören, der sich ihr in den Weg stellt«, antwortete Lucia sanft. »Die Frage ist, ob wir sie gewinnen lassen.« Wieder Stille. Dann, mit zitternder, aber fester Stimme: »Sagen Sie ihm, er soll mich am Rosengarten treffen, wo meine Großmutter gestorben ist. In 2 Stunden werde ich alles erzählen.« 2 Stunden später hatte Gabriel seine Kamera auf einer Parkbank eingerichtet, während Patricia ihm gegenüber saß, sichtlich nervös, aber entschlossen. Lucia stand beiseite und bot stille Unterstützung. »Patricia«, begann Gabriel mit sanfter Stimme, »erzählen Sie mir von Ihrer Großmutter.« Und Patricia sprach. Sie sprach von Frau Estela, davon, wie sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatte, davon, wie Marcella sie mit Versprechungen finanzieller Sicherheit kontaktiert hatte. Sie sprach davon, wie sie ihre Großmutter hatte verfallen sehen, als sie alles verloren hatte. Davon, wie sie gestorben war, ohne ihre Medikamente bezahlen zu können. Der Schmerz war in jedem Wort sichtbar, während sie sprach. Und Gabriel hielt alles fest, die rohe Emotion, den echten Schmerz, die Wahrheit, die nicht gefälscht werden konnte. Dann erklärte Patricia ihre Arbeit für Marcella. Sie beschrieb, wie sie gebeten worden war, Sebastians Unterschriften einzuscannen. Sie zeigte die Druckerprotokolle. Sie erklärte das Video der leeren Papiere. »Warum sollte Marcella so etwas tun?«, fragte Gabriel. »Am Anfang habe ich es nicht verstanden, aber dann habe ich angefangen zu recherchieren. Die Marcella Durisch Stiftung, wo sich all die gestohlenen Gelder befinden, zahlt ihr ein Jahresgehalt von 200.000 Franken. Sie finanziert internationale Reisen, Gala-Veranstaltungen, alles unter dem Vorwand wohltätiger Arbeit. Sie hat ihre eigene unerschöpfliche Einnahmequelle geschaffen, indem sie das Leid von Familien wie meiner ausnutzte. Und Staatsanwalt Koch weiß etwas darüber?« Patricia zögerte, nickte dann. »Ich habe Dokumente gesehen, Überweisungen von der Stiftung auf ein Konto, das auf den Namen von Kochs Ehefrau lautete, 50.000 Franken, als wohltätige Spende katalogisiert. Aber der Zeitpunkt war genau, nachdem Koch den Fall Meyer übernommen hatte.« Gabriel erstarrte. »Sie sagen, Marcella Durisch hat den für den Fall zuständigen Staatsanwalt bestochen?« »Ich sage, es gibt eine Überweisung von 50.000 Franken von ihrer Stiftung an die Familie des Staatsanwalts. Sie können ihre eigenen Schlüsse ziehen.« Das Interview dauerte weitere 40 Minuten. Als es zu Ende war, schaltete Gabriel die Kamera aus und sah die beiden Frauen mit ernstem Ausdruck an. »Das wird in der morgigen Ausgabe erscheinen. Titelseite:
Mit vollständigem Video auf unserer Website. Sobald es veröffentlicht ist, gibt es kein Zurück mehr. Sind Sie bereit für das, was kommt? Wie schlimm kann es schon werden? Fragte Patricia mit einem humorlosen Lachen. Marcela Durisch wird alles leugnen. Sie wird die besten Anwälte engagieren. Sie wird versuchen, Sie zu diskreditieren, zu bedrohen, jedes Stück Glaubwürdigkeit zu zerstören, das Sie haben. Es wird hässlich werden. Soll sie es versuchen? Sagte Lucia mit Wildheit. Sie hat uns bereits alles genommen, was wir verlieren konnten. Das Einzige, was uns bleibt, ist die Wahrheit. Und das ist etwas, das sie uns nicht nehmen kann. Gabriel lächelte zustimmend. Dann sehen wir uns morgen in den Schlagzeilen. Lucia und Patricia verließen den Park zusammen und gingen einige Minuten schweigend. Schließlich sprach Patricia. Glauben Sie, es wird funktionieren? Dass die Wahrheit wirklich zählt? Sie muss zählen, antwortete Lucia, denn wenn sie nicht zählt, dann zählt gar nichts. Sie sahen den Mann nicht, der auf der anderen Straßenseite in einem Auto saß. Derselbe Mann, der Lucia tagelang gefolgt war. Derselbe Mann, der gerade das gesamte Interview mit Gabriel Brunner fotografiert hatte und der diese Fotos nun direkt an Marcela Durisch schickte. In ihrem Büro erhielt Marcela die Bilder und spürte, wie die Wut in ihrer Brust wuchs. Gabriel Brunner! Die Hausangestellte war zu Gabriel verdammten Brunner gegangen. Sie nahm ihr Telefon und wählte eine Nummer, die sie noch nie zuvor benutzt hatte. Als sie antworteten, war ihre Stimme eiskalt. Ich brauche einen Gefallen, einen großen Gefallen. Und ich brauche, dass er heute Abend erledigt wird. Denn Marcela Durisch war nicht so weit gekommen, um von einer Hausangestellten und einer verräterischen Assistentin aufgehalten zu werden. Es gab einen Notfallplan. Es gab immer einen Notfallplan. Und am Morgengrauen würde Marcela sorgfältig gehütete Lügen benutzen, um auch Patricia zu zerstören. Geheimnisse, die Marcela sorgfältig gehütet hatte, auf den perfekten Moment wartend, um sie zu nutzen. Der Krieg um die Wahrheit würde hässlicher werden, als jemand es sich hätte vorstellen können. Der Morgen kam mit dem Sonnenlicht durch die Fenster des kleinen Zimmers, in dem Lucia kaum 3 Stunden geschlafen hatte. Ihr Telefon begann ab 6 Uhr morgens ununterbrochen zu vibrieren. Nachrichten, Anrufe, Benachrichtigungen hörten nicht aufzukommen. Mit zitternden Händen öffnete sie den Internetbrowser und da war es die gesamte Titelseite der Website der Tageszeitung. Meyer-Betrug. Angestellte enthüllt nichte Verschwörung zum Diebstahl von Millionen. Darunter, in kleineren Buchstaben, interne Zeugin legt Fälschungsschema offen. Staatsanwalt wegen möglicher Korruption unter Untersuchung. Lucia spürte, wie ihr Herz schneller schlug, während sie den Artikel las. Gabriel Brunner hatte eine tadellose Arbeit geleistet, jede Information akribisch präsentiert, die Fotos der Druckerprotokolle, die Screenshots der Überweisungen an die falsche Stiftung und das Video. Das Video von Patricia, wie sie am Park saß, wo ihre Großmutter gestorben war, ihre Geschichte mit einer so rohen Ehrlichkeit erzählend, dass es unmöglich war, ihr nicht zu glauben. In den ersten 30 Minuten nach der Veröffentlichung war der Artikel über 10.000 Mal geteilt worden. Die Kommentare begannen ihren Ton zu ändern. Ich wusste immer, dass in diesem Fall etwas nicht stimmte. Diese Anwältin Durisch schien mir immer zu perfekt. Armer Herr Meyer, wir haben ihn verurteilt, ohne die Wahrheit zu kennen. Lucia, rief Patricia sofort an. Hast du den Artikel gesehen? Ich habe ihn gesehen. Patricias Stimme klang seltsam ruhig. Ich habe bereits 5 Anrufe von anderen Medien erhalten, die Interviews wollten. Gabriel sagt, das geht viral, dass bis zum Mittag das ganze Land darüber sprechen wird. Wir haben es geschafft, flüsterte Lucia, kaum fähig, es zu glauben. Wir haben es wirklich geschafft. Noch nicht. Marcela wird zurückschlagen, das wissen Sie. Und Patricia hatte recht. Um 9 Uhr morgens, als Lucia den Fernseher einschaltete, sah sie, dass alle Nachrichtensender die Geschichte aufgriffen. Diskussionsrunden debattierten hitzig. Einige verteidigten Sebastian, andere beharrten darauf, dass dies nur eine Nebelkerze sei, aber die Gezeiten änderten sich. Der Zweifel war gesät. Dann, um 10 Uhr, berief Marcela Durisch eine Pressekonferenz ein. Lucia sah sie auf dem Bildschirm erscheinen, tadellos gekleidet, ihr Ausdruck der Besorgnis perfekt kalibriert. Hinter ihr hing ein Banner mit der Aufschrift Gerechtigkeit für die Opfer. An ihrer Seite standen 2 der sichtbarsten Opfer des angeblichen Betrugs. Guten Morgen, begann Marcela mit sanfter, aber fester Stimme. Ich bin heute hier, um die falschen Anschuldigungen gegen mich anzusprechen. Es ist schmerzhaft, mich gegen Lügen verteidigen zu müssen. Besonders wenn mein einziges Verbrechen war, den Mut zu haben, meinen eigenen Onkel anzuzeigen, als ich seine kriminellen Aktivitäten entdeckte. Lucia wurde übel, als sie diese so selbstsichere, so überzeugende Stimme hörte. Patricia Moser, die mich dieser schrecklichen Verbrechen beschuldigt, wurde vor Monaten von meiner Firma wegen Diebstahls von Kundengeldern entlassen. Ich habe die Dokumentation hier. Marcela hob eine Mappe. Als ich sie mit dem Diebstahl konfrontierte, drohte sie, Geschichten über mich zu erfinden, um sich zu rächen, und nun,
Verzweifelt, um strafrechtliche Anklagen zu vermeiden, hat sie diese aufwendige Erzählung fabriziert. »Nein«, flüsterte Lucia zum Fernseher, »nein, das ist eine Lüge.« Aber Marcella war noch nicht fertig. Außerdem habe ich beunruhigende Informationen über Frau Lucia Rona entdeckt, die angeblich die Wahrheit sucht. Es stellt sich heraus, dass Frau Rona vor Jahren wegen Diebstahls in einem Haus, in dem sie als Hausangestellte arbeitete, verhaftet wurde. Die Anklage wurde nur fallen gelassen, weil die Familie beschloss, nicht weiter zu verfolgen. Aber der Vorfall ist dokumentiert. Lucias Magen drehte sich um. Das war ein schreckliches Missverständnis gewesen. Ein Schmuckstück, das versehentlich in ihre Putztasche gefallen war. Etwas, das innerhalb von Stunden geklärt worden war. Aber Marcella stellte es so dar, als wäre sie eine gewohnheitsmäßige Diebin. Das sind die beiden Frauen, denen Herr Gabriel Brunner für seine Untersuchung vertraut hat, fuhr Marcella verächtlich fort, eine wegen Diebstahls entlassene Angestellte und eine Frau mit einer Vorgeschichte von Diebstahl. Und wir sollen ihren Anschuldigungen gegen eine angesehene Anwältin und einen Staatsanwalt mit 20 Jahren tadellosem Dienst glauben. Lucias Telefon begann zu klingeln. Es war Patricia, und als sie abnahm, hörte sie Schluchzen am anderen Ende. »Lucia, mein Bankkonto. Sie sagen, es gibt verdächtige Überweisungen, aber ich habe nichts aus der Firma gestohlen.« Marcella platziert falsche Beweise, genau wie sie es bei Sebastian getan hat. Ich weiß. Atme, wir werden…« »Nein«, Patricias Stimme brach völlig zusammen. »Ich kann das nicht tun. Meine Familie ruft mich an und sagt, die Polizei sei bei mir zu Hause gewesen. Sie sagen, sie werden mich verhaften. Lucia, ich habe Angst. Patricia, hör mir zu. Du bist nicht allein damit. Wir werden…« Die Leitung wurde unterbrochen. Lucia versuchte immer wieder zurückzurufen, aber Patricia antwortete nicht. Sie wählte Gabriel Brunner an. »Ich habe es gesehen«, sagte Gabriel ohne Umschweife. »Marcella ist gut. Sehr gut. Sie sät bereits Zweifel in der öffentlichen Meinung. Die sozialen Medien sind gespalten. Was machen wir? Wir brauchen noch etwas Unwiderlegbares, das nicht manipuliert oder neu interpretiert werden kann. Gibt es noch etwas? Irgendwelche anderen Beweise, die wir übersehen haben? Ich weiß nicht. Denken Sie nach, Lucia. Es muss etwas geben. Ein Detail, das wir übersehen haben.« Lucia schloss die Augen und zwang sich, jedes Gespräch, jeden Moment, jede Information zu rekapitulieren. Und dann erinnerte sie sich an etwas, das Herr Sommer beiläufig erwähnt hatte, das Backup-System. »Sofort«, sagte sie plötzlich. Herr Sommer erwähnte, dass Sebastian ein automatisches Backup-System für alle seine Dateien hatte. Jede Änderung an einer Datei wurde mit Datum und genauer Uhrzeit registriert. Wo sind diese Backups? Auf externen Servern. Sebastian war paranoid, Informationen zu verlieren, also wurde alles automatisch in der Cloud gespeichert. Und wie kommen wir daran? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich brauchen wir Sebastians Passwörter. Und er ist am Gefängnis ohne Zugriff auf. Gehen Sie ins Gefängnis. Jetzt. Holen Sie diese Informationen. In der Zwischenzeit werde ich einen Systemexperten kontaktieren, damit er bereit ist, wenn wir Zugriff haben. Lucia nahm ihre Tasche und rannte hinaus. Die Fahrt zum Gefängnis war eine Ewigkeit. Jede rote Ampel schien eine Folter zu sein. Als sie endlich ankam und Sebastian sehen wollte, wurde ihr gesagt, dass sie ihn nur zu den festgelegten Besuchszeiten besuchen könne, dass sie bis zum Nachmittag warten müsse. »Bitte«, flehte Lucia den Wärter an. »Es ist dringend. Ich habe Informationen, die ihn befreien könnten.« »Regeln sind Regeln, Frau. 5 Minuten. Ich brauche nur 5 Minuten.« Der Wärter sah sie lange an und seufzte dann. »Warten Sie hier.« 10 Minuten später saß sie Sebastian gegenüber, der von dem unerwarteten Besuch verwirrt schien. »Lucia, was ist passiert? Ich brauche Ihre Zugangsdaten zum Cloud-Backup-System.« Herr Sommer sagte, Sie hätten automatische Kopien aller Dateien mit Datums und Zeitstempeln. Sebastians Augen leuchteten mit Verständnis auf. Die Metadaten natürlich. Wenn wir beweisen können, wann die Originaldateien wirklich erstellt wurden, am Gegensatz dazu, wann sie geändert wurden. Genau. Erinnern Sie sich an die Passwörter? Sebastian schloss die Augen und konzentrierte sich. Es ist kompliziert. Ich habe ein System mit langen Passwörtern verwendet. Es gibt ein primäres und 2 Verifizierungspasswörter. Er holte ein Blatt Papier heraus und begann zu schreiben. Seine Hände zitterten leicht. Als er fertig war, reichte er das Papier Lucia. Das greift auf alles zu. Jede Datei, jede Transaktion, jede Änderung, die in den letzten 5 Jahren Pirma am System vorgenommen wurde. Wenn Marcella etwas geändert, wenn sie Dateien erstellt und deren Daten geändert hat, wird alles dort registriert sein. »Zeit«, verkündete der Wärter. Lucia verstaute das Papier, als wäre es Gold. »Wir werden das beenden, das verspreche ich Ihnen.« Sie verließ das Gefängnis und rief sofort Gabriel an.
Ich habe es. Ich habe die Passwörter. Perfekt. Ich schicke Ihnen eine Adresse. Es ist das Studio eines digitalen Forensikers, den ich kenne. Wir treffen uns dort in einer Stunde. Lucia kam ihr am Studio an und fand Gabriel, der mit einem jungen Mann auf sie wartete, der aussah, als hätte er tagelang nicht geschlafen, umgeben von Computern und Bildschirmen. Das ist Thomas, stellte Gabriel vor. Er ist der Beste in digitaler Forensik des Landes. Wenn etwas auf diesen Servern ist, wird er es finden. Thomas nahm das Papier mit den Passwörtern und begann zu arbeiten. Seine Finger flogen über die Tastatur. Die Bildschirme füllten sich mit Code, Fenstern, Dateien, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegten. Ich bin drin, verkündete er nach mehreren Minuten. Mein Gott, hier sind Jahre an Informationen. Das wird Zeit brauchen, um alles durchzusehen. Wir haben keine Zeit, sagte Gabriel. Marcella gewinnt an Boden. Sie hat bereits Zweifel an unseren Quellen gesät. Wir brauchen jetzt etwas. Konzentrieren Sie sich auf die Investitionsdateien, schlug Lucia vor. Die Verträge, die Sebastian angeblich erstellt hat. Thomas tippte schnell. Hier sehe ich die Investitionsverträge. Und warten Sie, das ist interessant. Was? Lucia und Gabriel näherten sich dem Bildschirm. Die Originaldateien wurden alle am selben Datum und zur selben Uhrzeit erstellt. Genau wie Sie sagten. Aber sehen Sie das hier. Thomas zeigte auf eine Reihe von Zahlen auf dem Bildschirm. Diese Dateien wurden nach ihrer Erstellung mehrmals aufgerufen und geändert. Und jede Änderung erfolgte von einer bestimmten IP-Adresse. Können Sie diese IP-Adresse verfolgen? Ich bin schon dabei. Mehr tippen. Die IP gehört zu... Oh, das ist Gold. Sie gehört zum Anwaltsbüro von Marcella Durisch, ihrem persönlichen Computer, um genau zu sein. Also hat sie auf Sebastians System zugegriffen und die Dateien geändert? Bestätigte Gabriel. Nicht nur das. Thomas öffnete weitere Fenster. Sehen Sie die Daten. Die Änderungen wurden in Zeiträumen vorgenommen, in denen die Aufzeichnungen zeigen, dass Herr Meyer außer Landes war. Es gibt Aufzeichnungen von Flügen in andere Länder. Es ist unmöglich, dass er diese Änderungen vorgenommen hat. Lucia spürte, wie ihre Knie zitterten. Können Sie das alles ausdrucken? Einen Bericht erstellen, der genau zeigt, was wann und von wo geändert wurde. Ich kann es besser machen. Ich kann eine visuelle Präsentation erstellen, die die gesamte Zeitlinie zeigt. Jeder Richter, der das sieht, wird sofort verstehen, was passiert ist. Die nächsten 3 Stunden waren hektische Arbeit. Thomas erstellte einen detaillierten Bericht mit Grafiken, Zeitlinien, Screenshots, alles mit forensischer Präzision dokumentiert. Als sie fertig waren, nahm Gabriel eine Kopie und lächelte. Das ist unwiderlegbar. Das ist, was wir brauchten. Und jetzt? Fragte Lucia. Jetzt gehen wir direkt vor Gericht, nicht zur Staatsanwaltschaft, nicht zuerst zur Presse, direkt zu der Richterin, die den Fall bearbeitet. Damit können Sie sofort eine Anordnung zur Wiederaufnahme der Untersuchung erlassen. Sie erreichten das Gericht um 4 Uhr nachmittags. Die Richterassistentin weigerte sich zunächst, sie ohne Termin zu empfangen, aber Gabriel bestand darauf, dass sie kritische Beweise in einem hochkarätigen Fall hatten. Nach 20 Minuten Wartens, die ewig schienen, wurden sie in das Büro von Richterin Keller vorgelassen. Sie war eine ältere Frau mit strengem Ausdruck, aber intelligenten Augen. Sie hörte ihrer Einführung schweigend zu und bat dann, die Beweise zu sehen. Thomas schloss seinen Laptop an und begann die Präsentation. Er zeigte die Originaldateien, die Änderungen, die IP-Adressen, Sebastians Reiseaufzeichnungen, alles mit absoluter Klarheit präsentiert. Die Richterin sagte während der gesamten Präsentation kein Wort. Als sie fertig war, lehnte sie sich in ihren Stuhl zurück und nahm ihre Brille ab. Das ist außergewöhnlich, sagte sie schließlich. Wenn diese Informationen authentisch sind und ich werde sie von unabhängigen Experten überprüfen lassen müssen, dann geht es nicht nur um die Freilassung von Herrn Meyer, sondern um strafrechtliche Anklagen gegen Frau Durisch wegen Betrugs, Fälschung und Behinderung der Justiz. Es ist authentisch, Euer Ehren, versicherte Thomas. Alles kann überprüft werden. Die Server sind intakt, die Aufzeichnungen sind offiziell. Es gibt keine Möglichkeit, Metadaten auf dieser Ebene zu fälschen. Ich werde eine sofortige Anordnung zur Aussetzung der Strafverfolgung gegen Herrn Meyer erlassen, während dies untersucht wird. Ich werde auch beantragen, dass Frau Durisch zur Befragung vorgeladen wird. Und ich werde eine formelle Untersuchung gegen Staatsanwalt Koch beantragen. Lucia hatte das Gefühl, vor Erleichterung weinen zu können, hielt sich aber zurück. Es gibt noch etwas, Euer Ehren, sagte Gabriel. Diese Frau wurde öffentlich verleumdet. Ihre Tochter hat ihren Job verloren. Ihr Ruf wurde zerstört. Kann etwas getan werden? Die Richterin sah Lucia mit freundlichem Ausdruck an. Sobald meine Anordnung erlassen ist, werde ich eine öffentliche Erklärung abgeben, in der ich erkläre, dass neue Beweise ans Licht gekommen sind. Ich kann den Schaden, der Ihnen zugefügt wurde, nicht ungeschehen machen, Frau Rohner.
aber ich kann den Prozess zur Wiederherstellung Ihres Namens einleiten. Als sie das Gericht verließen, begann die Sonne unterzugehen. Lucia blieb auf den Stufen stehen und atmete zum ersten Mal seit Wochen tief durch. »Du hast es geschafft«, sagte Gabriel sanft. »Wieder erwarten. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft«, korrigierte Lucia. »Wir alle haben es geschafft.« Ihr Telefon klingelte. Es war eine unbekannte Nummer. Als sie abnahm, hörte sie Schluchzen am anderen Ende. »Lucia«, es war Patricia. »Ich habe gerade die Nachrichten gesehen. Sie sagen, die Richterin hat den Fall ausgesetzt, dass es neue Beweise gibt. Stimmt das? Stimmt das? Alles wird gut werden, das verspreche ich dir.« Doch Lucia wusste nicht, dass in diesem Moment Marcela Durisch in ihrem Büro saß, dieselben Nachrichten beobachtete und eine Entscheidung traf, die wieder alles ändern würde, denn wenn die Mächtigen fallen, fallen sie nicht schweigend. Und Marcela Durisch war noch nicht fertig mit Kämpfen. Die Anordnung von Richterin Keller traf die Stadt wie ein Donnerhall. Bis zum Morgengrauen des nächsten Tages übertrugen alle Nachrichtensender dieselbe Nachricht mit Schlagzeilen, die noch vor wenigen Tagen unmöglich schienen. Fallmeier, Richterin setzt Verfahren wegen Beweisen für Fälschung aus. Anwältin Marcela Durisch wegen massiven Betrugs unter Untersuchung. Lucia hatte in dieser Nacht nicht geschlafen. Sie konnte nicht. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, spielte ihr Verstand alles ab, was passiert war. Alles, was sie riskiert hatten. All die Male, als sie kurz davor gewesen war, aufzugeben. Und jetzt, endlich, kam die Wahrheit ans Licht wie die Sonne, die durch Gewitterwolken bricht. Ihr Telefon hörte die ganze Nacht nicht auf zu klingeln. Anrufe von Nachbarn, die sich entschuldigten, Nachrichten von Leuten, die die falschen Nachrichten über sie geteilt hatten und sich jetzt schämten, und ein Anruf, der sie vor purer Emotion schluchzen ließ, ihre Tochter Daniela. »Mama«, Danielas Stimme zitterte. »Mein Chef hat mich gerade angerufen. Er hat die Nachrichten gesehen, sich entschuldigt, mich mit rückwirkender Bezahlung für die Wochen, in denen ich suspendiert war, wieder eingestellt. Und Mama, er sagte, er sei stolz, eine Angestellte zu haben, deren Mutter so mutig war.« Lucia drückte das Telefon an ihr Ohr, unfähig zu sprechen vor den Emotionen, die sie erstickten. »Ich bin so stolz auf dich«, fuhr Daniela fort. »Ich habe keinen einzigen Moment gezweifelt. Ich wusste, dass du unschuldig bist. Ich wusste, dass du die Wahrheit beweisen würdest.« Als sie auflegte, ließ Lucia endlich alle Emotionen los, die sie wochenlang zurückgehalten hatte. Sie weinte vor Erleichterung, Dankbarkeit, vor purem Glück zu wissen, dass ihre Tochter nie den Glauben an sie verloren hatte. Am nächsten Morgen veröffentlichte Gabriel Brunner einen neuen Artikel, diesmal mit dem vollständigen forensischen Bericht. Die Bilder zeigten mit unwiderlegbarer Klarheit, wie Marcella auf Sebastians System zugegriffen, wie sie Dateien geändert, wie sie ein so ausgeklügeltes Lügennetz geschaffen hatte, dass es alle getäuscht hatte. Die sozialen Medien explodierten, es wurde ein nationaler Trend. Leute, die Tage zuvor Sebastian verurteilt hatten, forderten nun seine sofortige Freilassung und in ihrem Büro, umgeben von Verteidigern, die ihr unmögliche Strategien rieten, sah Marcela Durisch zu, wie ihre sorgfältig aufgebaute Welt ohne Ausweg zusammenbrach. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie keinen Plan, keinen Ausweg, sie hatte verloren. Tage später kam der Moment, auf den Lucia mit jeder Faser ihres Wesens gewartet hatte. Sebastians Freilassungsbefehl wurde bearbeitet und um 2 Uhr nachmittags öffneten sich die Tore des Untersuchungsgefängnisses Nord. Lucia wartete draußen zusammen mit Patricia, Gabriel, Herrn Sommer und überraschenderweise Dutzenden der Betrugsopfer, einschließlich Frau Huber, die trotz ihres Alters und ihrer fragilen Gesundheit darauf bestanden hatte, anwesend zu sein. Als Sebastian herauskam, abgemagert, aber mit vor erneuerter Hoffnung glänzenden Augen, legte sich Stille über die Menge. Er ging langsam auf die Gruppe zu, als könnte er nicht glauben, dass er wirklich frei war, dass der Albtraum endlich vorbei war. »Herr Meier«, Frau Huber trat vor, sich auf ihren Stock stützend. Alle hielten den Atem an, sich erinnernd, wie sie ihn am Tag seiner Verhaftung konfrontiert hatte. Sebastian blieb vor ihr stehen und bereitete sich auf alles vor, was kommen mochte. »Ich schulde Ihnen eine Entschuldigung«, sagte Frau Huber, ihre Stimme von Emotion gebrochen. »Ich habe Sie beurteilt. Sie verurteilt, Ihnen schreckliche Dinge zugerufen, obwohl Sie unschuldig waren, obwohl Sie auch ein Opfer waren. Frau«, Sebastian nahm ihre Hände sanft, »Sie müssen sich für nichts entschuldigen. Sie haben alles verloren. Sie hatten jedes Recht, wütend zu sein, aber nicht auf Sie. Es hätte nie auf Sie sein dürfen.« Tränen liefen ungehindert über Frau Hubers faltige Wangen. »Mein Eduard sagte mir immer, ich solle ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen, immer die Wahrheit suchen, bevor ich verurteile. Und ich habe es vergessen. Es tut mir so leid. Was zählt ist, dass wir jetzt die Wahrheit kennen«, antwortete Sebastian mit bewegter Stimme. »Und wir werden sicherstellen, dass Sie alles zurückbekommen, was Sie verloren haben. Das verspreche ich Ihnen.« Dann sah Sebastian Lucia etwas weiter hinten stehen,
die Szene mit vor Emotion glänzenden Augen beobachtend. Er näherte sich ihr langsam, und für einen Moment sahen sie sich einfach an. Zwei Menschen, die gemeinsam durch die Hölle gegangen und auf der anderen Seite wieder herausgekommen waren. »Ich finde keine Worte, um Ihnen zu danken«, sagte Sebastian schließlich. »Sie haben alles riskiert. Ihren Ruf, Ihre Sicherheit, den Frieden Ihrer Familie. Alles für mich.« »Es war nicht nur für Sie«, antwortete Lucia sanft. »Es war für die Wahrheit. Es war für all jene Familien, die Gerechtigkeit verdienten. Es war, weil jemand aufstehen und kämpfen musste, als alle anderen aufgegeben hatten.« Sebastian streckte seine Arme aus, und Lucia erlaubte sich die Umarmung, die sie wochenlang zurückgehalten hatte. Es war nicht unangemessen. Es waren einfach zwei Menschen, die gemeinsam einen Sturm überlebt hatten und feierten, dass sie endlich festen Boden erreicht hatten. Die folgenden Wochen waren ein Wirbelwind legaler Aktivitäten. Staatsanwalt Koch trat zurück, bevor er formell angeklagt werden konnte, obwohl die Untersuchung seiner Handlungen fortgesetzt wurde. Marcella Durisch wurde verhaftet und wegen massiven Betrugs, Dokumentenfälschung, Behinderung der Justiz und einer Liste von Anklagepunkten angeklagt, deren vollständige Bearbeitung Monate dauern würde. Doch das Wichtigste war, was mit dem gestohlenen Geld geschah. Forensische Experten verfolgten jede Überweisung, jede Geldbewegung. Die Marcella Durisch Stiftung wurde eingefroren, ihre Konten beschlagnahmt, und in einer Sonderanhörung ordnete die Richterin an, dass alle Gelder an die ursprünglichen Opfer zurückerstattet werden. An dem Morgen, als die Rückerstattungen begannen, begleitete Lucia Frau Huber zur Bank. Die alte Frau hielt den Scheck mit zitternden Händen und sah ihn an, als könnte sie nicht glauben, dass er real war. »Es ist alles«, flüsterte sie mit gebrochener Stimme. »Es ist alles, was ich verloren habe. Jeder Rappen, den mein Eduard sein ganzes Leben lang gespart hat. Und jetzt können Sie ihn so verwenden, wie er es gewollt hätte«, sagte Lucia und drückte sanft die Schulter der älteren Frau. »Sie können in Würde leben. Sie können den Lebensabend haben, den Sie verdienen. Wissen Sie, was das Erste ist, was ich tun werde?«, fragte Frau Huber mit einem Lächeln, das ihr müdes Gesicht völlig veränderte. »Ich werde eine kleine Wohnung mieten. Nichts Luxuriöses, nur einen eigenen Ort, an dem ich ohne Angst aufwachen kann, dass ich aufgefordert werde zu gehen. Einen Ort, an dem ich die Fotos meines Eduards aufhängen und in Frieden an ihn denken kann.« An diesem Nachmittag unterschrieb Frau Huber den Mietvertrag für eine bescheidene, aber würdevolle Wohnung in einem sicheren Viertel. Und als Lucia ihr half, mit den wenigen Habseligkeiten, die sie hatte, einzuziehen, bereitete die alte Frau Tee in ihrer neuen Küche mit einer Freude zu, die sie seit Monaten nicht mehr gezeigt hatte. »Mein Eduard wäre froh«, sagte sie und blickte aus dem Fenster ihres neuen Zuhauses. Er sagte immer, Gerechtigkeit braucht Zeit, kommt aber. Ich wünschte, er hätte noch erlebt, wie recht er hatte. In der Zwischenzeit wurde Patricia Moser von allen falschen Anschuldigungen, die Marcella platziert hatte, vollständig entlastet. Mehr noch, ihr Mut bei der Aussage machte sie zu einer bewunderten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 3 Anwaltskanzleien boten ihr Arbeit an, aber sie wählte eine, die sich auf die Verteidigung von Betrugsopfern spezialisierte. »Ich möchte das, was ich aus all dem gelernt habe, nutzen, um anderen zu helfen«, erklärte sie Gabriel Brunner. »Meine Großmutter kann nicht zurückkommen, aber ich kann ihr Andenken ehren, indem ich sicherstelle, dass andere Familien nicht leiden, was wir erlitten haben.« Wochen später berief Sebastian ein Treffen in seiner Villa ein, die nach Abschluss der behördlichen Ermittlungen endlich zurückgegeben worden war. Er lud alle Opfer, Patricia, Gabriel, Herrn Sommer und natürlich Lucia ein. Der Raum war voll, als Sebastian aufstand, um zu sprechen. Sein Aussehen hatte sich enorm verbessert. Er hatte etwas von seinem verlorenen Gewicht zurückgewonnen. Und obwohl Sorgenfalten immer noch sein Gesicht prägten, zeigten seine Augen einen Frieden, der monatelang abwesend gewesen war. »Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie hier sind«, begann er. »In den letzten Wochen hatte ich viel Zeit, über alles nachzudenken, über die Art und Weise, wie eine Person, der ich vollkommen vertraute, mich so absolut verraten konnte, und ich bin zu einem Schluss gekommen.« Alle beugten sich vor und hörten aufmerksam zu. Was Marcella mir angetan hat, war schrecklich. Was sie ihnen allen angetan hat, war unverzeihlich. Aber wenn etwas Gutes daraus entstanden ist, dann ist es, dass es mir gezeigt hat, wer die wirklich wertvollen Menschen in meinem Leben sind. Nicht die Blutsverwandten, die meinen Nachnamen tragen, sondern die Menschen, die an meiner Seite standen, als die ganze Welt mich verurteilt hatte. Er sah Lucia direkt an. Diese Frau, die keine Verpflichtung hatte, mir zu helfen, die absolut alles riskierte, um die Wahrheit zu finden, zeigte mir, was wahre Loyalität, wahrer Mut bedeutet. Sebastian zog einen Umschlag hervor. »Lucia, das ist ein Vertrag, kein Arbeitsvertrag, sondern ein Partnerschaftsvertrag. Ich möchte, dass Sie meine Partnerin beim Wiederaufbau meiner Geschäfte werden. Ich möchte, dass Ihre Stimme, Ihre Perspektive,
ihre Integrität am Mittelpunkt all dessen stehen, was ich in Zukunft tue. Lucia stockte der Atem. Herr Meyer, ich habe keine Ausbildung in der Wirtschaft. Sie sind nur die integerste Frau, die ich je gekannt habe, unterbrach Sebastian bestimmt. Und genau das brauche ich. Jemanden, der mich ehrlich hält, jemanden, der mich daran erinnert, dass es in der Wirtschaft nicht nur um Gewinne geht, sondern um die Leben, die wir berühren. Bitte, sagen Sie ja. Mit zitternden Händen nahm Lucia den Umschlag entgegen, nicht wegen des Geldes oder des Status, den er darstellte, sondern weil er etwas Tieferes symbolisierte. Die Anerkennung, dass der Wert eines Menschen nicht in seinem Titel oder seiner Bildung liegt, sondern in seinem Charakter. Es gibt noch etwas, fuhr Sebastian fort. Ich habe beschlossen, eine Stiftung zu gründen, eine echte Stiftung. Dieses Mal wird sie Stiftung Ehrliche Hoffnung heißen. Sie wird einen Zweck haben, Familien zu helfen, die Opfer von Finanzbetrug geworden sind. Sie wird kostenlose Rechtsberatung anbieten. Sie wird bei den Lebenshaltungskosten helfen und am wichtigsten, sie wird dafür kämpfen, Gesetze zu ändern, die es Menschen wie Marcella so lange ermöglichen, damit durchzukommen. Herr Rütti, der seine Autowerkstatt verloren hatte, stand auf. Herr Meyer, viele von uns möchten zu dieser Stiftung beitragen. Nein, Sebastian schüttelte den Kopf. Sie haben bereits genug gelitten. Die Stiftung wird vollständig von mir finanziert. Was ich brauche, ist, dass Sie Ihre Geschichten teilen, dass Sie öffentlich darüber sprechen, was Sie erlebt haben. Denn Ihre Stimmen werden die Gesetze ändern. Frau Huber stand langsam auf, sich auf ihren Stock stützend. Ich werde es tun. Ich werde meine Geschichte so oft erzählen, wie es nötig ist, damit keine andere alte Frau in einem Altersheim schlafen muss, weil sie der falschen Person vertraut hat. Der Raum brach in Applaus aus. Die folgenden Monate brachten Gerechtigkeit in ihrer reinsten Form. Marcella Durisch wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Prozess, als ihr die Gelegenheit gegeben wurde zu sprechen, enthüllte sie schließlich ihre Motivation. Mein Onkel hatte alles, sagte sie mit bitterer Stimme. Die Villa, den Respekt, den Erfolg. Während meine Mutter, seine eigene Schwester, ums Überleben kämpfte, wollte ich ihm zeigen, dass ich erfolgreicher, reicher, mächtiger sein konnte als er. Und wenn das bedeutete, ihn dabei zu zerstören, dann sollte es so sein. Als sich alles schließlich beruhigt hatte, kehrte Lucia in die Villa Meyer zurück, nicht mehr als Angestellte, sondern jetzt als Partnerin. Doch als sie eintrat und das Arbeitszimmer sah, wo alles begonnen hatte, verspürte sie das Bedürfnis, etwas Symbolisches zu tun. Sie holte ihre Reinigungsgeräte aus dem Auto. Sebastian fand sie eine Stunde später dort, wie sie das Arbeitszimmer mit der gleichen akribischen Sorgfalt putzte, die sie immer gehabt hatte. Lucia, du musst das nicht mehr tun. Ich weiß, antwortete sie mit einem Lächeln, aber ich möchte es ein letztes Mal tun, um mich daran zu erinnern, woher ich komme, um mich daran zu erinnern, dass ehrliche Arbeit keine Schande ist, um mich daran zu erinnern, dass wahre Würde nicht von Titeln kommt, sondern davon, das Richtige zu tun, wenn niemand zuschaut. Sebastian nahm einen Lappen und begann ihr zu helfen. Sie arbeiteten schweigend zusammen, reinigten nicht nur den Staub, sondern reinigten symbolisch alle Lügen, allen Verrat, allen Schmerz. Als sie fertig waren, blieben sie stehen und betrachteten das saubere, glänzende Arbeitszimmer. Weißt du, was das Unglaublichste an dieser ganzen Geschichte ist? Fragte Sebastian. Was? Dass es am Ende nicht mein Geld war, das mich gerettet hat. Es waren nicht meine Kontakte oder meine Macht. Es war eine hart arbeitende Frau, die sich einfach weigerte, die Ungerechtigkeit zu akzeptieren, die aufstand, als alle anderen saßen. An diesem Abend feierte die Stiftung Ehrliche Hoffnung ihre offizielle Eröffnung. Die Veranstaltung brachte alle Menschen zusammen, die Teil der Geschichte gewesen waren. Patricia hielt eine Rede zu Ehren ihrer Großmutter, Frau Estela, und versprach, ihre Karriere dem Schutz anderer zu widmen. Gabriel Brunner kündigte an, dass er ein Buch über den Fall schreiben würde, dessen gesamte Einnahmen der Stiftung zugute kämen. Frau Huber erzählte, wie die Gerechtigkeit ihr nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Würde zurückgegeben hatte. Und Lucia, die als Letzte sprechen sollte, stand mit sichtlicher Nervosität vor dem Mikrofon. Sie war es nicht gewohnt, öffentlich zu sprechen. Doch als sie begann, war ihre Stimme klar und fest. Wochenlang sah mich die Welt nur als Hausangestellte. Einige sahen mich als kriminelle Komplizin. Aber was ich sie verstehen lassen möchte, ist, dass ich nie eines davon war. Ich war einfach eine Frau, die den Unterschied zwischen richtig und falsch kannte und die beschloss, nicht schweigen zu können, wenn sie Ungerechtigkeit sah. Sie machte eine Pause und sah alle Anwesenden an. Viele fragen mich, was mir den Mut gab, weiterzumachen, als alles verloren schien. Und die Antwort ist einfach. Jeder von ihnen, jedes Opfer, das Gerechtigkeit verdiente. Sie haben mir Mut gegeben. Sie haben mich daran erinnert, warum es sich lohnte zu kämpfen. Wenn ich aus all dem etwas gelernt habe, fuhr Lucia fort, dann ist es, dass wahrer Wandel nicht von den Mächtigen kommt. Er kommt von den gewöhnlichen Menschen,
die sich weigern, Ungerechtigkeit zu akzeptieren, die aufstehen, obwohl sie zittern, die sprechen, obwohl ihre Stimme bricht, denn am Ende sind es diese gewöhnlichen Stimmen, die den außergewöhnlichen Chor der Wahrheit schaffen. Der Applaus war ohrenbetäubend. Als die Veranstaltung zu Ende war und alle gingen, fand Sebastian Lucia auf dem Balkon stehen, die Lichter der Stadt betrachtend. »Woran denkst du?« fragte er. »An den ganzen Weg, den wir gegangen sind, an den Regen in jener ersten Nacht, als ich die Vorladung erhielt, an das Gefängnis, wo ich sie zerstört sah, an das Altersheim, wo ich das Leid von Frau Huber kennenlernte, an jeden Moment, in dem ich fast aufgegeben hätte, aber weitermachte. Weißt du, was dich wirklich am Laufen gehalten hat?« fragte Sebastian. »Die Gewissheit, dass die Wahrheit zählt, dass Gerechtigkeit zählt, dass, wenn ein guter Mensch Ungerechtigkeit erleidet, wir alle leiden, und dass, wenn wir für diesen Menschen aufstehen, wir alle erhoben werden.« Der sanfte Wind bewegte die Vorhänge auf dem Balkon. Sie standen dort in bequemer Stille, zwei Seelen, die gemeinsam durch das Feuer gegangen waren und nicht nur unversehrt, sondern verwandelt daraus hervorgegangen waren. Und irgendwo in der Stadt, in einer bescheidenen Wohnung, bereitete sich Frau Huber darauf vor, in ihrem eigenen Bett, in ihrem eigenen Zuhause zu schlafen. Bevor sie das Licht ausmachte, sah sie das Foto ihres verstorbenen Eduards auf dem Nachttisch. »Wir haben es geschafft, mein Lieber«, flüsterte sie. »Die Gerechtigkeit ist gekommen, genau wie du immer gesagt hast, dass sie kommen würde.« Und an einem anderen Ort in der Stadt studierte Patricia Moser Betrugsfälle, bereitete sich auf ihren neuen Job vor, verteidigte Opfer, ehrte das Andenken ihrer Großmutter mit jedem Fall, den sie übernahm. Und in den Büros der Tageszeitung tippte Gabriel Brunner die letzten Worte seines Buches, einer Geschichte, die Journalisten über die Macht gut recherchierter Wahrheit inspirieren würde. Die Wellen breiteten sich aus, die Leben änderten sich, die Wahrheit setzte sich durch. Und inmitten all dessen blickte Lucia Rohner, die Hausangestellte, die zu einem Symbol unerschütterlicher Integrität geworden war, mit erneuerter Hoffnung in die Zukunft, wissend, dass sie die Welt ein wenig besser hinterlassen hatte, als sie vorgefunden hatte. Denn am Ende ist das alles, was jeder von uns anstreben kann. Für die Wahrheit einzustehen, wenn es schwierig ist, für Gerechtigkeit zu kämpfen, wenn es unmöglich erscheint, und sich daran zu erinnern, dass der Charakter eines Menschen nicht an seinem Titel oder Reichtum gemessen wird, sondern an dem, was er tut, wenn niemand zuschaut. Und das, mehr als alles andere, ist die Lektion, die Lucia Rohner der Welt gelehrt hatte.